Herzlich willkommen zur 300. Folge, die fucking 300. Folge Viva la Movie-Illusion. Mein Name ist Corby und ich habe natürlich das nicht so vorbereitet, dass ich jetzt einfach nur da sitze und ich halt Statistiken vorlese, sondern wir haben halt die andere Moderatoren dabei, die begrüße ich gleich und ich hoffe, die hören das dann auch und kommen rein. Was werdet ihr jetzt heute erwarten? Deswegen, warum ihr alle da seid, Statistiken, wir haben Zahlen dabei. Applaus, Applaus! Wir machen halt eine Live-Folge von den Warlex mit Publikum, also für alle, die im Podcast dabei sind, hier sind 100 Leute, die ordentlich mitmachen. Wir haben auch von allen Community-Fragen bekommen und nach den Warlex kämen natürlich dann auch diese Fragen dran. Aber ich will die anderen nicht lang warten lassen. Meine lieben Damen und Herren, ich hole jetzt hier rein den lieben Kani Manfred Kanthauser. Kani! Das Signal schon wieder weg schon her. Ja, ja. Jetzt hast du so lange geredet, dass das Signal weg ist. Ja, schön. Ich wollte euch jetzt eigentlich mein Herz zu werfen wie der Maske, aber das darf man nicht mehr. Also, aber euer Herz gehört, mein Herz gehört euch, ja. Ja. Und wir haben uns ja wieder mal ein Highlight überlegt für die 300. Folge. Wir sind nicht nur im Bandhaus in Straubing. Was ist das für ein Highlight Pfeifer, was man da hört? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, schauen wir mal danach, regelt man das. Ja, das regeln wir gleich. Wir haben auch für euch mit dabei heute den Mike. Servus! Mike, lass der Helfer. Grüßt euch. Es freut mich, dass ich alle so zahlreich sehen kann. Sehr schön und wir können ja eigentlich alle nicht genügend von Mike haben, deswegen haben wir halt ein Double von Mike auch mit dabei. Hier ist Double Mike. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie oder du es geschafft haben. Sie, bitte. Sie, Ja. alles klar. Zucker können wir uns nicht. Dabei zu sein. Und Und wir kümmern uns jetzt ganz kurz um das Piepsen. Okay. Ist schon aus, ist schon aus. So, jetzt Licht aus! ja, das können wir wieder umhören. Okay. Kann es sein, dass du einen kompletten Strom ausgehalten hast? Keine Ahnung, er hat gesagt, alle 6 Schulter umlegen. Ja, scheiße. So. Super. Ich habe nur 3 davor ausgeschalten, das muss man auch mal dazu sagen. Dann machen wir jetzt Kurz, genau kurz zur Pause. Überbrückung, dann liest du dabei die Titel noch vor und du schaust, ob die Kameras wieder gehen. So, Kani, wir haben mal jetzt hier überbrückt. Für euch im Podcast fällt das natürlich überhaupt nicht auf. Nein. Von dem her, wir sitzen jetzt mit der schon. Also, nochmal zur Erinnerung, wir haben hier einmal den Mike. Mike, bitte einmal winken. Und ihr macht schon richtig gut mit, super. Und der Double Mike, auch bitte einmal winken. Sehr gut. So, und jetzt beim großen Reveal darf man ja nicht Masken abreißen. Ja, aber Vorsichtig, wie wird ich hab das mich jetzt schon so aufgelöst? Musst du jetzt nicht erst Ja, anziehen? Das machen wir dann am Ende, das passt Ach, am schon. Ende. Also, Gut. Drang hin, Es Trommelwirbel. Und... Der einzig wahre! Wahnsinn. Wir gar nicht der Mike. Ich bin's. Also, Ich bin's. es ist das allererste Mal, dass der Mike, der Original-Mike, wir haben euch verarscht, das war nicht der Double-Mike, bei uns in einer Jubiläumsfolge mit dabei ist. Hier vor Publikum, bitte großen Applaus! Mike! 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 Nein, Mike! Applaus. Mike! Hey! Und wie fühlt sich so? Gut. Ja? Ja. Machen wir nächstes Mal wieder. Na. Echt? Also, das ist schon eine Frage, die ich habe an die, Seppi. Möchtest du wirklich jedes Mal erstmal als Fake-Mike auf die Bühne gehen? Wer sagt mir, dass ich das überhaupt jemals überhaupt wollte? Hier, der Kollege neben dir. Ah ja, den gibt's ja Also noch. bei uns wirst du nichts gezwungen, du hast es freiwillig gemacht. Das sollte für ein Gerücht. Du bist wie eine Frau mit Minirock. Die Oh. macht das auch immer freiwillig. Sonst hätten Jetzt schon so weit sonst oben. hätten sie ja keine.
Ihr müsst euch nämlich vorstellen, der Kani und ich haben uns vorher nur ausgetauscht, bevor wir denn die ganze Folge beginnen. Und dann habe ich halt einen Vorschlag gemacht, habe gesagt, ich kündige einfach jeden Uhr und dann machen wir mal ganz normal. Dann starten wir gesagt, Ganz normal. Bullshit. Weil der Kani ist ja ein kleiner Autist, was das betrifft. Wir haben ja jede Folge jetzt mit dem Witz angefangen, also wird der durchzogen, obwohl der Mike mit dabei ist. Und, wie ist das angekommen? Nicht applaudieren. Mein Gott! Ja, Raunen im Publikum. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen sollten. Ja. Bei der 400 nehmen wir dann einfach einen Weltfremden und wieder auf, dass 3 Mikes da stehen. Deswegen war das ganze Publikum nur noch Mikes drinnen sitzen. Gut, Das regelt man wir haben so. ja heute eine sehr lange Nacht vor uns. Wir sind, wie schon gesagt, heute im Bandhaus hier in Straubing. Und ich habe wie immer, und ihr freut euch das ganze Jahr schon drauf, Statistiken mit dabei. Ich Gib habe mir mir, dabei auch nicht rauchen. Ja, bitte. Fangst Auch jetzt nicht wieder einmal, ja, aber jetzt fangen wir wieder an. mir die Mühe gemacht und habe von allen Folgen rausgeschrieben, wie oft sind welche gehört worden, auf welcher Plattform und keine Ahnung, wo sind wir am beliebtesten, welche Folgen sind die unbeliebtesten. Und spannend. mit der Kategorie fangen wir heute an. Was glaubt ihr, sind unsere 3 unbeliebtesten Folgen? Die, wo ich solo aufgenommen habe. Mike ist so selbstkritisch. Ja, nein, mag keiner hören. Also, ich gebe euch nur einen Tipp. Die 3 schlechtesten Folgen von uns wurden einmal gehört. 105 Mal, 96 Mal und 2 Mal. Zweimal? Da bin ich gespannt. Welche Folge werden gerade zweimal gehört? Das Möchten machen wir wir dann das wir selber. Da haben die mal alle 4 von uns gehört. Was ist denn los? So, jetzt wird Die spannend. Kisten ist hier, oder? Na, das stimmt. Das ist ein Mac. Wie sollen die richtig sein Ja, können? eben. Wahnsinn. Also, 105, was glaubt ihr? Keine Ahnung, wir haben 300 Folgen. Ja, Ich kann, da kann ich 5 aufzählen. was? Ich sag, nix, ich weiß nicht, wirklich keine Ahnung. Zumindest, du kannst ja irgendeinen Sektor sagen. Du Ich kannst sag ja sagen, Nummer die- 87. die- Ich bitte mehr. Oh, nah dran. Ja, Ah, ja, da- ja, ja. Da mache ich 84. 84, ne? 89. Also, will jetzt echt keiner von euch irgendeinen Film nennen? Nein, Na, Okay. klares Hat Nein. das Publikum irgendeinen Tipp? Was glaubt ihr ist richtig schlecht? Ja? Die ersten 300. Die erste. So viel haben wir noch gar nicht. Der Das ist tat heute hier 300 300. hier auch. Ja. Also, Scheiß Martin, das auf kann ich bezahlen. Platz 3 unserer schlechtesten Folgen mit 105 Aufrufen, WandaVision Recap. Ja, welche von den 3? Ja, genau, richtig. Das ist vielleicht das Problem. Da haben wir zu viel gewollt. Wir. Klar, du bist dabei, wenn du Vollidiot. Ja, weil du mich jetzt nicht zwingst. Ich nimm mal locker Zwingen? Folge auf. Zwingen, du bist wieder Seppi. Ich zwinge ihn dazu, dass er das Ich macht. habe jetzt auch wieder gelernt, dass das alles auf freiwilliger Basis läuft. Zeigt euch nicht ständig ein Mini-Logo, oder? Schlampen. Eieiei. Dann, wir bleiben in der Marvel-Welt. Auf Platz 2, Captain Marvel mit 96. Das ist aber der Brie Larson ja schuld. Der schön ist, so manches. Ja, also da eindeutig Brie Larson. Danke für nichts, Brie Larson. Okay. Bitte sag nochmal einen Marvel-Film. Nein, Oh, aber Ah, DC-Film. wir bleiben im Comic-Universum. Es ist ein DC-Film. Er ist letztes Jahr rausgekommen. Joker. Letztes Jahr. Joker von Leo Deux. Ja. Ja, Hat gut. ganze 2 Aufrufe. Wir haben über 1 Stunde aufgenommen. Super Folge. Der hat aber nicht sonderlich mehr Kinobesucher gehabt, das muss ich Ja, auch dazu das sagen. Ja, das stimmt. Man muss aber dazu sagen, die war steady exklusiv, oder? Es war Und da wir nur 2 Abonnenten haben, waren das die 2. Wollte gerade sagen, das macht die Statistik ein bisschen. das ist eigentlich ist er Bullshit. Das waren nur diese 3 Steady-inklusive Folgen. Das ist ja, eigentlich ist er das alles gelungen. Das wollte ich mir jetzt, glaube ich, auch gerade Das fällt ihm jetzt richtig auf die Füße, die ganze Geschichte. die Vor ganze allem Geschichte. die anderen Folgen, die hat dann etwa wirklich tatsächlich dann Ja, ordentlich gepusht. 180 Mal angehört. Ja, und so. ja. Wow. Also krass. unsere derjenige, Steady... der das war, Respekt und Danke. Na, man muss ja auch sagen, unsere Steady-Folgen fallen da trotzdem ins Gewicht, weil wir machen ja immer einen freien Teil, der geht an alle. Also das heißt, man hört da schon, ob Bei die... Joker haben wir keinen mehr gehabt, glaube ich. Aha. Aha. Das Sechstes ist dann Mal. vielleicht auch die... Danke für nichts, Corby. Ich hab den Scheiß geschnitten, Was Mann. aus den ganzen Podcast. Ah, Unglaublich. Wahnsinn. Gut, dann gehen wir bitte eher in die andere Beliebte Richtung. Statistiken-Sektion wird ein bisschen weird, glaube ich. Ja, wir schauen in die andere Richtung. Die Top, nehmen wir auch die 3. Die Top 3. Was Top drei. glaubt ihr? Mark Benecke Platz 1. Nein, Nicht mehr. Mark Bennig überholt worden. Mark Benecke ist gar nicht in den Top 3. Oh. Mark Oh, Benecke hat er nachlassen. ist auf Platz... Jetzt muss ich rechnen. Na, muss Scheiße. nicht. Also, So- bis du rechnest, so wie 16. Terrifier 3. Hä? Bis du gerechnet hast, so wie Terrifier 3. Platz 1. Terrifier 3 ist auf Platz 8. Wir reden jetzt von Platz 3, den müssen wir jetzt ran Ja. praktisch. Fuck. The Fog ist auf Platz 10.
So. Ich mag Eine Stunde drum. lang war, das ist so toll. Und Sag's alle Leute einfach! werden so richtig dabei gespannt. Sag's einfach, ich schluck Wer dich. weiß? Na, ich sag's einfach. Es ist Fright Night. Die Rabenschwarze Nacht Du spinnst. hat Jawohl, ganze, Jürgen. Auf den Jürgen, Ja. ja. Danke, Auf Jürgen. Jürgen. Großartig Sehr gesagt. gut. hat Großartig. über 2,5 Aufrufe. Ich Über, habe Millionen gesagt. ja, und die wollen gerade Millionen sagen. Die nächste Folge, also praktisch die Top 2, hat 3.821 Aufrufe. Irgendwas Was mit bin ich Bürger. Es ist, Birger ist auch nicht mehr in der Top 3. Was ist mit unseren Leuten? Jetzt. Die 200. Folge ist in die Top 3. Ist es aber nicht die Top 2. Jetzt wird es einfach dann. Boah, ist so eine mit Gast. Nein, aber es ist, Eine Wolleck-Folge. na, es ist eine Ohne Gast. Premiere. Und zwar, wo wir das erste Mal per Video The Menu. The Menu. Hm. Also anscheinend funktioniert das, aber wir haben dann danach beschlossen, wir machen das so nicht mehr. Kein Bock auf Erfolg. Vollkommen jetzt. Ja, Echt, das machen alle. Das ist Fuck. total scheiße. Fuck the Mainstream. Eckbildproduktionen. Ja. Und der Kurbi hat es ja schon gesagt, wir sind bei der 200. Folge auf Platz 1 mit unglaublichen 4.557 Wow. Aufrufen. Also der Corby, der fällt den ganzen Tag über schon sehr positiv auf, muss ich sagen. Ja, den merken wir uns einmal. Guter Mann. Danke. Guter Mann. Achso, du Ja, oder ein meinst gutes nicht T-Shirt auch. Ja, oder ein gutes T-Shirt Ja, auch. also guter Mann. Auf dem Kurbi. Ja, oder sicher eine gute Tätowierung schon, oder? Das ganze Ja. Buch voll mit unserem Logo. Ja, das Viva du hast vorhin draußen mir versprochen, dass du dir das Viva la Move Illusion Logo irgendwo hin tätowierst. Ronny, wie heißt Ah, der, der das, Okay, die das- Seiten hat? Die, wo auch unser Logo hat, die wo beim Hardline dabei ist? Mit dem Partner? Los mit Ruhe. Weil ich habe nämlich in einem von unseren Facebook-Kommentare gelesen, da hat einer geschrieben, wenn ich heute auf der Bühne bin, Ja. dann lässt er sich unser Logo tätowieren. Okay. Und du hast einen Namen vergessen. Nein, das verdammt. war der vom Scary Movies. Von Ach, der Lukas. Der Lukas hat das Der geschrieben. Lukas. Echt Genau. jetzt? Der hat Okay. gesagt, wenn ich heute auf der Bühne stehe, habe ich sogar einen Screenshot gemacht, falls er es löscht. Ja. Also jetzt muss er fast. Wo sind das Auf Dreckschwein? YouTube, wir blenden diesen Screenshot jetzt ein. Lukas, draußen nicht, du feiges Ja, Schwein. und hier ist nochmal der Motivationsapplaus von unserem Publikum, dass er das ja wirklich macht. Sehr schön, sehr schön. So, was interessiert denn eigentlich sonst noch so? Nix, lass mich in Ruhe. Okay. Jetzt Kim, du Bei, warst bisher bei den Statistiken. Bei den YouTube-Sachen hast du Bei- bestimmt auch was, oder? YouTube kann Ja. ich hier sortieren. YouTube-Sachen, warte. wie so gerne Ich wieder streng mich an, ja. Wie Was- sind deine YouTube-Sachen? Ja, Was interessiert die da? was da unsere stärkste Folge ist. Die 200. Folge. Das war nur YouTube jetzt. Ja, Also, also haben wir die anderen Folgen mit 2 Hörern Ah, so schlecht okay. abgeschnitten, weil es die auf YouTube nicht zum Freihören gibt. man muss tatsächlich sagen, dass Spotify und Co. Immer relativ gleich ist. Also wenn, dann müsstest du umdraht fragen, was ist denn so bei Spotify eher dann die Was Top ist das 3? verrückteste Land, aus dem wir einen Hörer haben? Oh, das ist. Ah, das Da haben wir ja schon Inder und so ein Zeug gehabt. So ein Zeiger. Alaska. Wie sagst du denn sonst? Alaska haben wir jetzt auch mittlerweile Alaska. Hörer, ja. cool. Schau her. Wo Forscher, oder? Die haben auf dem Outpost 31, oder? Die haben Ja. da eingeschneit mit dem Ding. Die haben nichts anderes zum da, dass unser Ding noch hören da. Wahrscheinlich. Unser Also Blues. die Top 3 bei Spotify und Co. ist tatsächlich auf Platz 1 Mark Benecke. Also da wäre es nach wie vor so. Terrifier 3 und ist sehr nah an Mark Benecke dran. Und damit ihr mal den Kontrast versteht, also Mark Benecke war unsere 38. Folge und Terrifier 3 war 206. Warte, ich kann nicht mehr richtig die Zahlen aussprechen. Jetzt schon. 263. Danke. Und das haben wir Mike zu verdanken, weil der hat gesagt, wenn wir das 2 Wochen vorher rausbringen, das gibt einen richtigen Boost. Du hast recht, wie immer. Ja, so hat das abgehauen. Ja, Applaus dafür. Mike. Ja, sonst. Es ist stetig eigentlich immer mehr. Was schon interessant ist, dass wir jetzt seit der letzten Jubiläumsfolge ja auch bei YouTube um einiges aktiver sind. Und das ist vor allem euch beiden zu verdanken. Am besten ist einfach der spontane Applaus, der Und, gefordert wird. Es, super. es schockiert mich, aber tatsächlich ist der Unterschied zwischen Talkthrough, der jetzt mittlerweile ja auch nur als Live-Format rauskommt bei YouTube, und Kassettenschmerz überhaupt nicht groß. Also der Kassettenschmerz, der ist schon stetig dabei, dem Talkthrough praktisch den Rang abzuschneiden. Weil wir halt Maschinen sind einfach.
Ja. Saugut. Shortform-Content. Wenn halt einfach zwei Maschinen da sitzen, dann habt ihr Bock Saugut. drauf. Und man muss ja dazu sagen, dass du dich ja beim Geseltenschmerz zum ersten Mal dazu überreden hast lassen, dass du den einmal allein machst. Grauenhaft. So, Genie, die erste Folge war super. Grauenhaft. Sitzt da, kriegst du einen Schlaganfall. 16 Also, muss schneiden. das sind schon sehr mutige Worte von demjenigen, der das erste Mal selber Erfolge gemacht hat, nicht zu sehen war. Es war ein Hörspiel. Hallo, Podcast. Frechheit, dass du den jetzt halt bringen musst. Ja, aber da ich Parkinson gehabt habe mit meiner ersten Soloaufnahme, war ich auch lieber mit Schwarzbild unterwegs gewesen. Ja, aber Ja, die Technik, gell? Ja. Wir haben es ja angekündigt, das mit der Technik. Das habt ihr ja heute auch Das wieder ist immer gesehen. ein Also, bisschen Technik ist nicht unsere Stärke. Aber ansonsten quälen wir eigentlich jetzt gar nicht mehr länger mit den Zahlen, sondern wir gehen jetzt direkt über auf unser beliebtestes Format. Nein, wir haben ja noch was vorbereitet für euch. Ach so, du willst Du- es vorher machen. Habe ich da vorher draußen gesagt oder hörst du nicht zu? Na, Oh, stimmt. Wir haben, Scheiße. wir haben eine kleine Fotolove-Story vorbereitet für euch. muss Da wir- der, muss der Seppi da aufstehen? Dass Ja, die, dass, wahrscheinlich. ja. Ja, Direkt in meinem vielleicht, Gesicht Seppi so. kommt zu wir mir. müssen mal zwei Unbedingt. Lichter ausschalten. Und einen Strom bitte. Genau. Alle Da ist Regeln irgendwie- einfach. Bühne und Mitte, glaube ich, die zwei kannst du austragen. Jetzt bei dir. Ja, geht schon. Ja, das ist doch wunderbar. Das sieht man voll. Sag mal nur. Und schon Also auf YouTube habt's Glück, da blendet man die Bilder einfach ein. So, jetzt passt auf. Boah, ihr seht sogar live, wie er das macht. Er hat nichts Krass. vorbereitet. Natürlich Ganz nicht. Das erste Battle ist mal das Motto für heute. Das haben wir im Hardline festgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es lesen kann. Kann man mir nur ein Licht aus. Können wir mir das auch ausschalten da? Wolltest du nicht fancy Musik ablaufen lassen? Ja, das ist mir jetzt dumm. Das ist jetzt dumm. Können wir mir das grüne Licht ausschalten? Ja, Bühnenlicht. geh halt dann du schnell um, bevor er wieder alles kaputt macht. Ja, ich war doch Lass mal Fabi in Ruhe. verantwortlich, dass Nicht, ich- nicht der Fabi, du. Mach das grüne Licht aus. Was haben wir denn da? Und bitte nicht mehr an. Das hast du schon ausgeschaut, oder? Wieso ist das da noch? Nein, nicht da! Ich hab Angst, ich trau mich nicht. Zur Überbrückung muss ich jetzt Nur den sagen, Licht, nur Lightning. da herin hat es ungefähr 325 Grad. Oh, schon hier. Wahnsinn. Machen wir das laufen noch? Er macht Ja, das. das, Das ist ja macht wurscht, jetzt das grad schreibt- die- das Genau, würde ich- die Bilder blenden wir ja jetzt gerade für euch. Also erst einmal ein. haben wir uns gesagt, so unser Motto und als Motto für den heutigen Abend, wir wollen immer Spaß haben, also tun wir saufen. Okay, man kann auch interpretieren, man muss auf der Toiletten sein, dass man Spaß hat. Ah, das ist gut. Das macht man in der Außerdrücker. Klokabine mit der Kritikkarten. Oder mit dem Glory Hole. Dann wollten wir einfach mal so ein Beutel sagen, was wir für glückliche Gruppen sind, wie viel Spaß wir miteinander haben. Vor allem Ja. du, der siehst das sowieso super, ja. Hardline in der Früh. Einfach mal, was wir für eine Familie Der Korbi eigentlich schaut sind. da so unglaublich gut aus, du noch wieder zurück. Der schaut immer gut aus. Oh, leck mich am Arsch. Ich bin Das gerade mag ich nicht, dass das grad Zeit selber sagt wird. überrascht. Brutal. Ja. Das Einzige, was der Mike mehr liebt als uns, ist Essen. Ja, mehr liebt wie alles andere. Schaut's nur, das Schwein. Da haben wir mal ein paar Liebesbeutel von uns. Wir sind eine schöne Family. Ja, ist auch Hardline, Da haben hier wir unser auch kuschelt Trailer. und gearbeitet. Da muss man dazu sagen, den Move Illusion Stecker, den hat einer unserer Gäste eingehalten, der liebe Matthijs. Und dank dir haben wir wie viele Tags gehabt? 20? Ungefähr 20. Weil es war die schwerste Aufgabe ever für Matthijs, einen Stecker einhalten in der Beutel. Ja, weil er hat ja 20 halbe gehabt. Da Ja, passt das wieder stimmt. zusammen. Der Kreis schließt sich. Das schließt sich, das stimmt. Da, schau, da haben wir auch noch ein paar schöne Leute Ich dabei. find am Franzi, die uns besten halt hilft. Ich finde ganz gut, der Typ ganz hinten. Das ist der Mani. All eyes on me, gell? Ja. Das ist ja der Held der Steine, oder? Ja, genau. Ein Geiti Boy haben wir auch dabei, der trinkt sich irgendwie auf bei uns. Ja, genau. Ah, schau hier, da hinten war der Manu. Tatsächlich. Ja. Wow. Und der Steffen. Das ist der Peter. Wahnsinn, Der der Peter Peter ist ist auch auch dabei. Da, Wow. also das ist so die richtige Love Story, das sind der Seppi und ich, falls ihr es nicht seht. Da, das war unsere schöne Gruppenarbeit, als wir einen Trailer draht haben. Das ist übrigens, in der Mitte ist wichtig, der Hochwimmer Steff. Der ist für später noch wichtig, das ist ein professioneller Fotograf, also falls man ein paar Beutel machen muss, sagt später noch, wie hochwertig das die Beutel sind. Das ist jetzt halt nur Bullshit. Aber ein Steff organisieren, das ist ein Hundling, was Fotos angeht. Dann ist nur der Christoph dabei, auch der Matthijs. Genau. Der Da Guide. hat er noch einigermaßen gut ausgeschaut, der Matthias, gell? Das ist auch sau aufs Beutel gewesen. Jetzt wird es immer erotischer, So oder? schaut's aus, so schaut Hardline morgen aus.
Cool war, wenn am Handy da noch X-Hamster offen war oder so. So lieb war. Nur Pornhub. Passt. Am Morgen waren 2 Nachmittag. Und jetzt geht's mir los, dass du uns auch bei der Arbeit sagst. Da waren wir damals beim Jesko, der halt auch da ist. Der hat uns übrigens unser Intro und die Stimmen und so weiter gemischt für den Kassettenschmerz fürs Intro. Also hier. Macht ja gute Musik. Decent Rights. Wer auf elektronische Musik steht, sollte man bei Decent Rights einhören. Da unser erster, an dem Tag, als wir festgelegt haben, der Corby macht bei uns im Podcast mit, habe ich ihm den Antrag gemacht. Ja. Ja. So, auch. Ich wieder gehört habe, dass der Corby zu uns dazukommt, habe ich mir gedacht, was ist denn das wieder für der Spacko sein? Nach 300 Folgen hat's Dabei hat uns überhaupt nichts Besseres passieren können. Oh. da Mike Ach und ich du einfach. Scheiße. Also wir arbeiten wirklich oft, Mike und ich, wir sind handwerklich das hast unterwegs. wirklich die beim Arbeiten, das hast du wirklich einmal eintragen müssen, gell? Das leider Nein, ich wollte die beim Arbeiten, noch nicht beim Rentnern rein. Da. Ja, genau. Beim Rentner. Stark. Da sieht man es auch mal richtig bei der Arbeit, wie wir Leute interviewen. Chet Archibald, cooler Typ, spiegelt am Kopf so wie der Mike. Ja. Aber ich auch Wenn man bald, den heute habe ich keine Friseur- Kette nicht auf, aber bald ist bei mir Sehr auch so. Friseur auf alle Fälle. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen unsere Fangirl-Moments, die wir gehabt haben. Der Luke ist leider nicht dabei, schaut auch nicht so fit aus an dem Tag. Wir haben alle Menschen von AKSS umarmt, die Turbo Kid und Summer of 84 gemacht haben und wir Zombies. Das ist doch immer wieder das gleiche Bild. Achso. Das sind 3 verschiedene Menschen und sie haben uns am Vortag im Hardline versprochen, wer umarmt werden möchte, der soll kommen und ich habe das dann eingefordert, als wir das Interview Weil er haben. gespitzt hat wie der Teufel und wollte Ich wollte einfach nur irgendwo ein wenig abdrücken. Ja, wegen ein Auswischen. Leck gar nicht, bist du da jung. Schaut sich das mal an. So wie heute. Wahnsinn! Body-Shaming! Dann einfach mal ein paar unsere Fangirl-Moments mit Promis. Stars, weißt du schon. Ja, Ah. also, wie heißt der? Svoratka oder so, der andere? Svoboda. Svoboda. Kein Mensch, was Svoboda. Das ist doch sicher ein Kunstname. Ach, der Kai. Der Kai ist auch Ah. ein guter. Grüße gehen raus an Kai. Da haben wir einen Trachtman, der mit uns auch schon Folge gemacht hat zu Prey. Gott, warte, lass mir das Bild kurz da. Nein, jetzt verzeiht die Geschichte Also, nicht. das ist unglaublich. Wir waren da im Fantasy Film Festival und dann hat der Kani gesagt, ja, wir fahren jetzt auf so eine Art Comic-Con. Es war ein Comic-Con. Ja, richtig. Comic-Festel. Und wir fahren da aber nicht mit dem Auto hin, sondern wir fahren mit die Roller hin. Ja, die coolen, weißt du, die man. Ja. Die Elektroroller. Ich Ja, die war- man dann auch in den Fluss schmeißen. Ich war gestorben. Also ich bin zweimal von dem Auto gestriffen worden und ich habe echt gedacht, fuck, echt, ich komm heute nicht mehr heim. Also Geil und ihm sind wir durch die Minger gefetzt wie du eins, da hat gar nichts Dann gefetzt. können wir da auch stehen fest. Ja, okay, man kann die Dinger nicht reservieren, das heißt, wenn die weg sind, dann können wir da auch nicht mehr hin. Und ja, wir haben mal wie viel Zeitfenster gehabt? 5 Minuten? Irgendwie so. Das Wichtigste war auf alle Fälle, ich habe gesagt, wir müssen da hin, weil ich am Chris gesagt habe, ich bringe ihm ein T-Shirt vorbei und Flyer, weil der die nämlich in die Comics, die er verschickt, eine tut und ich habe vielleicht genau die 2 Sachen vergessen. Genau. Also er hat das Zeit nicht gekriegt und wir waren nur 5 Minuten da und haben wie viel Zeit? Wahrscheinlich um die 120 Euro oder Ja, so. pro Roller ein 20er, glaube ich. 25 Euro. Dominik Balkhoff, mit dem haben wir jetzt die Folge zu Excision gemacht, auch cooler Dude. Dude. Dann wollten wir mal jetzt sagen, dass wir Trendsetter sind. Ah, das hast du Also doch jetzt am- nur Am modisch. Wir sind am modisch immer unterwegs, das Bavarian Horror Streetwear. Ich hoffe, jetzt kommt das Bei dem nächste zweiten Foto, Mal, wie als ich sie das ein bei so Sixpack, machen wollte, ist mir übrigens die Lederhosen gemacht unten am Arschloch aufgerissen, die habe ich nicht mehr. Nochmal, schaut's her, da habe ich extra nur mal hingeguckt, weil ich da ein Loch hinten drin gehabt habe. Ja, hat er gesagt, dass Christen ist. Darum stehe ich da ja jetzt, weil wir da hinten... Kruzifix. Was denn Mike das? und ich, wir haben schöne Kinomomente gehabt. Ja, haben wir gehört. Gehen wir an Halloween anschauen. Und Halloween angeschaut, oder? ah, schaut's. Das haben wir aufgehört. Mike und ich habe am Tor gehalten beim Speim. Ui. Da haben wir uns einen guten angeschaut. Ein bisschen unsere Fans, wir haben wollten wir ein paar Leute von uns auch mit sagen. Das ist der Freddy mit seinem Kleinen, der auch gleich richtig gut gekleidet wird. Das ist übrigens der Lukas, der sich tätowieren lässt, falls der Mike heute dabei ist. Sehr gut. Von den Scary Movies. Sehr Guter Mann. Dominik, der Idiot, auch ein guter Kerl. Da haben wir eigentlich ausgemacht gehabt, dass wir jetzt ein Battle machen, wie wir anfangen zum Gessen. Und dann am Ende des Abends, das Battle vom Ende des Abends haben wir nicht mehr geschafft. Oh! Einer unserer großen Fans. Der Da, Flo. Flo vom Hardline, der Veranstalter, auch schon Ich bei bin in dem Folgen. Moment wirklich der Schrocker. Ich wollte noch ein Selfie machen und da steht der Typ hinter mir. Das sind die Deep Red Radios. Das Mike sein Handy war damals ein Toaster. Ja. Darum ist er nicht so scharf, aber den Podcast gibt es eh nicht mehr. Also. Wenn ich es zeichnet hätte, dann war es besser. Na, also wenn Die die liebe Karin vom Hardline, aber Ja. wenn die Deep Reds zuhören, wir vermissen sie schon. wir vermissen es auf Die alle ganze Welt Fälle. vermisst die Deep Reds. Ja. Das waren unsere österreichischen Fans.
Und keine Ahnung, aber irgendwie ist es ein Österreicher Dugard, da wird er sofort im Ohrwaschel umeinander geleitet. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Komischer Typ. Ist aber cool, wenn du in Österreich irgendwo stehst, in einem Kino, in einem Multiplex mit 100.000 Leuten und da kommen so mit die Viva la Movolution Shirts. Ja, und greift den Träger aus dem Waschel. Voll Wow. geil. Bist sicher nichts Schlechtes. Bisschen befremdlich gewesen, ja. Oh. Da haben wir mal jemanden auf ein Konzert getroffen. Das war guter Lachs übrigens. Das war Oh stark. ja, Krawallmaus. Konzert. Super Konzert gewesen, ja. An Philipp. Den darf man natürlich nicht vergessen. Philipp ja. darf man nicht vergessen. Super Unser Scream-Event, Double Feature, richtig gut war's. Da haben wir noch Dominik seine Freundin dabei. Da sieht man jetzt noch ein paar Hardline-Beutel. Ja, Sind wir auf da dem Laptop, ist Manu das von- Feder von den Filmfressen. Auf dem Laptop schaut das verschieden aus als auf der der Schweinswand. Steffen von dem Trash-Taucher und Chiara, die... Und Fight Nights. Nights. Ach, und da war der Dominik auch noch. Mein Gott, so viel Leid. Da schaut's her, auch schöne Gruppen. Da haben wir einen Tobi dabei. Beim Filmtoast. Filmtoast, genau. Schiffers, die Schiffers-Leute, Schiffers auch ein gutes Filmfestival zum Kassetten schauen. Stefan, unser Baby. Ja. Unser Baby, der Stefan. Wie viele Fotos kämen da jetzt da noch? 1000, Weil, du 1000. merkst schon, die Jetzt Leute, outet- die jetzt- schlafen langsam ein. Jetzt wird es langsam so wie der Dia-Abend für die Ja. Großeltern. Jean Efrinol, Ja, ja, guter Mann. ja. Franzi, da. Unsere 100. da, Folge. Schieder war ja auch noch nicht so fett. Ah, da sieht man übrigens den Fabi. Da Fabi, schaut's. Genau, der versteckt sich da drüber an der Tür. Dann haben wir einige Veranstaltungen eben. Das war jetzt hier unser Scream Night, die wir gehabt haben. Unser Smash Brothers Turnier. Oh, das war stark. Auch ein tolles Fest gewesen mit den Gewinner. Übrigens der Geiti Boy dabei gewesen, bockt wie ein kleines Schuldirndl, weil er ein 12-jähriges Mädel verloren hat. Das war auch ganz stark. Das war auch ganz stark. Er hat einem 12-jährigen Mädel hätte es abgesprochen, dass sie gewonnen hat. Dreckschwein. Wir machen natürlich tolle Events auch zu Halloween. Und wir sind absolut christlich, darum gibt es immer schöne Weihnachtsfolgen. Mhm. Mikey und ich damals, Oh das ja. Jahr drauf wieder. Dann hat sich der Mike sauber rausgehalten und ist dafür der Seppi eingesprungen. Das war schön. Mein Gott, war das schön. Da ist ein zauberhaftes Beitel. Oh, das ist eine ganz Also tolle schöne Zug haben wir Folge. da zusammengebaut. Ja, Sollte man sich anschauen, also gibt es Das da heißt, sieht man mal, wie Arbeiten richtig geht. Ja. Ja. Es dauert endlich Seppi lang ist ein kleiner Perf. War leck, wie geil, dass er meine streamt ins Ohr. Richtig, oder mal eine zuzelt, die Witz auch. Der Korb ist voll neidisch. Und da schaut's, machen wir hey, Mike, wir machen Weihnachtsfotos aus der Weihnachtspulli, da kommt das so daher. Ja, aber da Da Und steht dann da, sagst da haben Sterne drauf. Ja, und dann eben. sagst du ihm, was soll die Scheiße, und dann zieht er sich jetzt gefriest, die Bocker, die Sau. Da steht nochmal Sterne. Den habe ich gekauft und da waren Sterne. Beitel. Das ist Weihnachten, was, Mike, so. Das ist richtig, Ja, Weihnachten. das ist ist Weihnachten auf das ist Drogen. Weihnachten Joe Begos. dann hast du, wir sind recht penisfixiert, heißt du, Okay, jetzt Hier. glaube ich, dass wir Das auf ist eine YouTube gesperrt werden. üble Nachrede, da ich sagen. Irgendjemand hat uns einmal irgendwo hinschreiben wollen, aber hat sich verschrieben. Und hat aber schönes Beitel dazu gemeldet. Ja, an sich nicht verkehrt, aber er weiß nicht, wie wir heißen. Aber ja, um diese Penisfixierung ein bisschen auszuschließen, wollte man ein Beutel mit rein tun, damit man sagt, es ist nicht so, es geht nicht nur um unseren Schwanz. Es geht auch um eure Schwänze. Ich erkenne da ein Muster übrigens. Oh Gott. Oh, jetzt wird's, oh, das war unser Kennenlernen-Date. Ja. Das erste Date vom Seppi und vom Corby. Seppi hat keine Kosten und Mühen gescheut, dass Nein, er da aber- ordentliches Dinner herrichtet. Ich hab tolle Siebe gekocht. Er hat ihn immer zum Lachen gebracht, und Corby, es war richtig schön. Man fragt sich, warum der Kani von unten vom Tisch hochkommt, ja. Das fragt sich keiner. Das fragt sich da herin keiner. Hallo, lass ich euch zwei Hami nicht. Und es wird später noch aufgeklärt. Das war sehr hingebungsvoll, ja. Da ist er schon wieder. Da, habt's gesehen? Halleluja aus, der Da Teufel. Der Teufel. Ah, schaut sie, wie verliebt das sind die zwei. Ja. Da hat's Date schon Steht ein der paar Luder Stunden ein bei gedauert. hinten führen. Der Luder führer, der Matthias. Wir haben einfach nie Zeit für uns zwei, Kobi. Schön. Schon schön. Das ist so zauberhaft. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Das verdammt. ist so Ich zauberhaft. hab das verdrängt. Der Tag war so lang. Ja. Das Oh ist ja. ein ganz starkes Beitel, da haben wir Das unser erstes wiederum Kind miteinander weiß ich. gefeiert. Wow. Und es hat sich dann rausgestellt, dass zwischen Seppi und Corby nicht so läuft, also Wie gesagt, das läuft alles freiwillig ab da. vielleicht kriegt man irgendwann mal einen Schlaganfall, wenn man so ein scheiß Shooting machen muss, man weiß es nicht. Das Motiv hast du sogar auf deine Sicke drauf, gell? Ja. Beim Shooting ist uns dann eingefallen, wir sind eigentlich eher so eine Boyband und nicht so eine Daterei. Das brauchen wir da, also haben wir ein paar schöne Boyband-Fotos gemacht. Schon schön. Ja, eine Boyband Traumhaft. wie die, wie heißen die Kelly Family. Schaut sie, wirklich, jeder ein zauberhaftes Grinsen. Kannst Das du ist eine einfach- Volksfestband aufmachen, das Ja. darf passen. Ja. Ja, Die das drei lustigen zwei.
Das war super, also. Schau, alle ein gleiches Gesicht aus dem Korbi, der ist einfach professionell. Ich schaut bin immer da gleich. voll im Thema Der drin. hat Attitude. Da haben wir uns dann doch wieder mal ein bisschen angenähert. Die zwei auch. Man sieht so richtig, genau, da ist eine Spannung, eine sexuelle Spannung, die Luft ist sogar, gut dass ich an schneiden. ihm vorbeischaue schon hier. Ja, genau. Echt Der jetzt? Ich kann Augenkontakt Ah, mit der das Bock. verletzt meine Wie der Gefühle. Bock Augenkontakt nicht. Nein, ich beim Korbi auch nicht. Also, das ist wirklich, da ist viel Liebe bei uns auch im Raum. So krass. Also es ist schade, dass man jetzt gerade das Publikum nicht sieht, aber die sind absolut begeistert. Die flippen Ja, ja, gerade Das aus. glaube ich, ja. Mein Herz. Es sind einfach, wie gesagt, wir sind eine Boyband. Ja. Das beweist man immer wieder. Schaut euch diesen Gangster-Shit an. Diesen Gangster-Shit, den musst du einfach mal anschauen. Schaut, das Beitel ist so richtig wow. Aber 90er Jahre Metallica haben wir jetzt. Das ist einfach wow. Fasziniert mich immer wieder. Das ist geil mit dem Bier saufen wahrscheinlich. Raucher, Bier saufen, also richtig geil. Brutal. Und Echt Pommes die Männer werden. halt. ich muss an der Stelle zum Korbi seiner Frau anmerken, da hat er nur so dumme, wenn er raucht. Ja. Der Mike hat immer Die vorher brennt so, nicht da hinten, die brennt nicht. Nein. Brauchst du nichts Dinger. Und jetzt habt ihr es überwunden, es waren alle Beitel. Oh. Sehr schön. wir müssen Aber das Licht einfach- wieder ummachen. Das Licht müssen wir wieder ummachen. Das ist mal 6. Viva la Movilusion ist Liebe im Team mit den Menschen, außer sie sind anders als wir. Ah Gott, jetzt wird's wieder so hell. Ja. Schaut dir mal den scheiß Beamer aus jetzt. Ja, der geht aus. Das ist ein Countdown, schau. Ein Countdown. Ja. Wow. Oh. Ah, ich schwitze wie ein Schwein. Jetzt haben wir das Super, auch also geschafft. Kani, wirklich vielen Dank. Sehr gut. Gern gemacht. So viel Emotionen in so wenigen Ja. Minuten. Ich wollte eigentlich nur ein Little vor die Revolverheld dahinter laufen lassen. Ich mach für dich das Licht an, auch wenn es Oh, mir zu hell das war ist. traumhaft gehen. Aber ich hab keine Lust mehr gehabt, ich sag's wie es Gut, ist. das Fenster offen ist, weil ich war gleich ausgesprungen. Hauptsache, ich hab die scheiß Box einfach geschleppt, gell? Dir schaut's nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Alex. Jetzt gehen wir einfach Und mal, ja. du hast jetzt schon so viel geredet. Ich hab einen ganzen Druck am Mund, ich muss mich dringen. Deswegen würde ich sagen, macht der Seppi gleich mal weiter. Eiskalt erwischt. Ja, richtig. Brutal. Wo Alex, was hast du dabei? Ich habe natürlich, da ich ja seltenst bei den Volex bin, überhaupt keine Ahnung, was das Format eigentlich heißt und weiß jetzt überhaupt nicht, was ich da sehe. Natürlich, logischerweise. Nein, ich habe Spiele dabei. Spiele? Wunderschöne Spiele So dabei. eine Überraschung. Wahnsinn, gell? Ohne muss nichts los. Ja, Ich hätte das gedacht, das war wie der Mike, der sagt, er hat Filme dabei, die keiner kennt. endlich geil. So. Das ist ein Bildungsauftrag. Hey, da muss ich schon sagen, in dem letzten Alex hast du das mit dem Lake da erzählt, oder? Shadow Lake, ja. Hey, so ein geiler Film. Ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. Ich war total geflasht. Sehr schön. Ich habe vor einem Fan von uns, einen etwas korpulenteren, der in meiner Gegend wohnt. Ich will jetzt keinen Namen nicht sagen. Okay. 2 Kinder, Brille, Anschrift, Adresse. Glatze. Ja. Vorname geht mit M los, Nachname mit T. Ich weiß schon, wie es meinst. Er haut auf alle Fälle aufs Maul für den Scheißfilm. Das war mir so Warum klar. denn? Ist es der gleiche Hörer, der sagt, man muss eigentlich die Schlager-Hitparade hören oder so? Oder was war's? Sommer-Hitparade irgendwie vom Gott, Inch hat das jemals gesagt? Doch, ja, zu mir. War der voll. Ja, okay. Ja, man muss aber dazu sagen, dass dieser Herr von Filmen so viel Ahnung hat, wie er von 10 Meter fällt weg. Eisdruck. Weißt du, das ist, das tut mir jetzt wenig weh, muss ich sagen. Was Grüße hast denn an du der da? Stelle. Das ist ein Reistuch, Er das weiß, ist zum wie es Tupfen. ist. Ich mag das auch. Kannst tupfen. Hau alle um. Sitzt aber du sogar unter dem Ventilator. Es bringt mir auch nichts, ich bin Man muss pumpert wie ein Schaf. Kann man das essen? Das ist ein Esspapier. Ja. Du musst es erst aufweichen und dann kannst du es essen. Oh Gott, und da fetzen. Also, Seppi, hier bitte, hier für dich die Bühne. Du hast das Spiel dabei. Was Erst für ein like, Spiel? Ja. Giuseppe, du was. So. Also das erste kann ich ganz schnell machen. Death Stranding 2 habe ich angespielt, da habe ich meine ersten Eindrücke dabei. Endlich wieder Post austragen. Ja, endlich wieder Post austragen, endlich wieder Lieferungen abgeben und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 4 Stunden ist es einfach genau exakt das gleiche Spiel wie das erste. Es schaut halt besser aus. Es schaut massiv gut aus, das muss man sagen, also man kennt keinen Unterschied mehr zum Film, wenn du gerade ein bisschen hinschaust. Der Aufbau ist aber wieder derselbe, man läuft mit so einem, diesmal haben wir am Anfang echt das Baby, wer den ersten Teil gespielt hat, weiß das. Mit dem läuft man wieder unterwegs, Geschichte umeinander, muss schauen, dass man nicht stolpert und gibt aber Backerl ab. Also es ist mega geil. Also, da ist der Weg das Ziel einfach. Ja, also es hört sich so an, als wenn dir der erste Teil, wenn dir der gefallen hat, dass da der zweite auch gefallen wird. Es, ja, es kann gar nicht anders sein. Also wir fangen dann nahtlos wieder an, nach die Ereignisse vom ersten Teil. Und du bist halt sofort wieder drin. Es fühlt, du hast die gleiche Steuerung, du hast die gleichen Features und alles drin.
Der einzige Unterschied ist, dass es ein bisschen actionreicher ist. Also du kannst gleich rumballern. No actionreich. Ballern Ja, beim Poster austragen. Ja, da war ich auch verwirrt. Stimmt Aber das normal. ist Ja, wenn, passiert. wenn der Hund noch läuft quasi, oder? Na, ganz Nein. wie im Räuber realen und Leben, da Banditen. sind tote Geister, die dann angreifen. Wenn Tote Geister. tote Geister. Habe die Ehre. Ja, ja. Ich kann es anders nicht beschreiben. Einfach nur Geister. Ja, Na, Ja, aber beides ja gar nicht so richtig stimmt. Ja, oder? das Also ein bisschen Stimmt, verwirrend. Zwischenweltwesen. Ja. ja. Entität. Ich sag ja, tote Gestrandete Geister. Dinge heißen Ja. Der Ja. ganz gängiger Name. Und da kommst du dagegen und die greifen die an und das Gefährliche dabei ist, dass du deine Post verlierst. Ja. Die kann kaputt gehen und dann kriegst du wenig Sterne bei der Auslieferung. ja, genau. aber das hat mein der Hellfahrer auch dabei. Der sagt auch, wenn man Geister haben, dann verfolgt, der Ja, weiß nicht, wo mein richtig. Bankerl ist. Noch schlimmer sind die Prime-Seppen. Die werfen so direkt vor dir und dann kriegst du auf Aber unterm einmal, Phone. ja, und dann kriegst du auf einmal auf eine Mail mit dem Beutel, das liegt vor deiner Tür, ja, vor der Weiden eingeschmissen, du Sau. Aber wirklich unterfahren. So geil ist jetzt mal bei uns auch, hat eine was ausgeliefert und sie hat einfach die Tür hinten vom Transporter offen gelassen und ist weitergefahren. Ja, stark. Müllabfuhr. Und so wie es außerfallen, gibt es dann ab, oder? Ja, genau. Ja. Das Klicks auch, was du kriegst. Auf was Pech, auf was Pech. Vielleicht hast du, siehst du was Besseres aus, als was du gekauft hast. Ja, schwierig. Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, wer das erste Menge hat, der soll das zweite Jahr spielen. Das kostet locker Meine flockige Frau sitzt 80 im Euro Publikum, die mittlerweile. ist schon total begeistert. Die Ja. schüttelt die ganze Zeit. 180 kostet, ja. Ah, ja. Ja, ist ganz normaler Preis für Spiele. Na, ohne, also wirklich Standard. Warum ist begeistert? Gebraucht. Aus der Weil die- ganzen Zeit weil- zuschauen müssen beim weil- ersten Teil, oder wie? Na, also ja, indirekt natürlich. Und ich habe irgendwann nach 50 Stunden Spiel halt gesagt, boah, jetzt kann ich diese ganzen DHL-Fahrer so richtig gut verstehen. Und dann ist sie ausgeflippt und hat dann gesagt, die ist schon klar, du sitzt einfach nur vor der scheiß Konsole. Aber du der musst das andere schon im Auto. ausbalancieren und so. Ist Eben. schon nicht so ohne. Eben, das muss der DHL-Fahrer nicht, der muss nur lenken. Ja. Ja, wow. Das ist ein easy life. Eben, was sich da ja. beschwert wird über die so hartes Leben haben, steht ja gerade im Auto mit der Klimaanlage. Musik können sie leider auftragen. Musik, ja, eben, was Brutal. willst du Raucher da? dann besser sind geht's auch nicht. so. Eben. Das ist schon nicht schlecht. Ja, Also echt, richtig geiles Wahnsinn. Beste Leben. Naja. Gut, so viel dazu. Empfehlung von mir. sehr schön. Was hast du dabei? Ich habe euch vorher schon einen Gewinn präsentiert. Schneewittchen, der Realfilm. Na, echt jetzt. Wer den Film mal gewinnt, der darf sich auf alle Fälle freuen, dass er einen riesigen Haufen Scheiße gewinnt. Liebe Grüße an Disney. Danke für nix. Ja, unfassbar. Ich habe mir extra noch angeschaut, ich wollte den Film eigentlich nicht sehen, weil er mich eigentlich nicht interessiert, aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt extra noch an, weil dann habe ich 100%ig ein Wort Dreck. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ist das ein Käse? Ist ja unfassbar. Er schaut furchtbar aus, diese Zwerge schauen aus wie Vollidioten. Also das ist so gruselig, der eine, der Seppel heißt der ja, der eine Zwerg. Frechheit. Der schaut aus, Das Name-Shaming. der schaut aus wie das Maskottchen vom Mad Magazine. Der Alfred. Also, okay. was ist denn da passiert? Dann auch dieses komische Vermischen aus, ich versuche ein echtes Gesicht zu machen, aber trotzdem irgendwie comichaft, das schaut einfach nur gruselig aus, es gibt aber Nacht für den Scheißdreck. Also den Kindern nicht sagen, Ja. FSK 0, Frechheit, Okay. geht gar nicht. Dann ist die ganze Also, du Geschichte. meinst es ernst? Also, es ist wirklich gruselig, oder was? Ja, die schauen auch, also, Pfui Teufel, wie er so ausschaut. Pfui Teufel. Vor allem haben sie einen echten Gnome auch in dem Film einmal dabei. Einen Ist Armbrust das der Sepp. politisch korrekte Terminus? Genom. Ja, ja. Okay. Also laut Game of Thrones schon. Ah ja, okay. Und ich orientiere mich immer am Fernsehen, Das weil ist- das ist Bildung. Hast du den echten dabei, der denkst, warum habt ihr denn wirklich ein paar Mitschutz hergenommen dafür? Na, dann animiert sich so einen kreisligen Scheißdreck. Was soll Hat es das? sogar einen Aufschrei in der Gnome-Community gegeben? Dass er noch da die Jobs Ich geklaut kann mir werden. nicht Ja, die vorstellen, klauen dass unsere die Gnome Jobs. Community das Richtige ist. Wenn sie ja sagt, muss es so sein. Ja. Der kennt sie aus. Ich bin da der Kleine Fachmann. Sachen. Für Diskriminierung bin ich der Fachmann. Ja, du bist ja fast ein Gnome. Ich bin ja fast genommen, ja, klar, untersetzt, schaut's mir an. Ja, dann auch die Geschichte ist auch ein bisschen umgeschrieben worden, dann hast du eben Gal Gadot dabei, die Hexe spielt, die nicht mehr so geil ist wie die anderen, weil ich sage, halt doch dein Maul. Die haben mir letztes Mal E-Mail geschrieben übrigens, Gal Gadot. Ehrlich? Ja. Sie hätte irgendwas geerbt und ich müsste jetzt irgendwas unterschreiben. Und dann, Aber da hast du aber schon geantwortet, oder? ja, natürlich, wenn Muss, man Gal ja. Gadot schreibt, dann klicke ich auf Das jeden darf ich auch Link. sagen. Das Aber den ist Film ernsthaft. glaubst du nicht von Anfang an nicht, dass das Schneewittchen schöner ist als sie. Weil halt doch dein Maul, ihr habt eine der schönsten Frauen auf der Welt hingestellt, da geht's ja dann, was soll das? Die brauchst du auch nicht aufregen. Das ist ein Problem, ja. Ah, also den Tatsächlich Film, habe ich ja ganz oft gelesen, dass, obwohl sie ja so schön ist, überhaupt nicht schauspielern kann und deswegen in den Film eigentlich überhaupt nicht reinpasst. ich finde, dass sie schon gut schauspielt. Wonder Woman hat's gut gespielt. Fast and Furious. Die passt. Die passt auf alle Fälle. Das Lustige ist, dass sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gekriegt hat, auf kürzeste Zeit und andere große, also wirklich große Schauspieler, die warten immer noch. Das ist ein richtiger Fotzen für so einen richtig eingesessenen Schauspieler, wenn so eine dann kommt und die Ja. dann instant einen Stern Und da ist halt kriegt. auch, wenn du das oft anschaust, wenn So eine.
Ja, so eine, so dahergelaufen. Weißt Ja, du, echt. sie ist keine Charakterschauspielerin, aber da gab es halt andere Kandidaten. Aber die ist was dann, Die schaut nicht gut aus. die schaut schon gut aus. Wen hat sie da gespielt? Die böse Hexe, die böse böse Hexe, also die Stiefmutterhexe. So. Und das, also da ist echt so, dass ich sage, ja, ich weiß auch nicht, dass, wenn die singt und das alles, das schaut alles so kacke aus. Zunge wieder. Da wird sau viel gesungen, Okay. nur Scheißlieder, das einzige gute Lied, das gelaufen ist das Hammer Smashed Face. von die Hammer Smashed Face, ja, genau, von die Zwerge, die sie halt im Original schon gesungen haben. Ja. Wenn sie ackern, Hammer Smashed Face. Dun, 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 dun. Das ist das einzige gute Lied von damals und ansonsten alle Lieder beschissen, die Geschichte beschissen, die es umgeschrieben haben, das ist so, da hast du vor mir so einen Du halben machst Robin Hood richtig noch dabei. Werbung für den Film. Deswegen sage ich also, wer das Schneewittchen halt gewinnt, soll den auf alle Fälle original verpackt lassen und ins Regal stellen oder wegschmeißen. Vielleicht wackelt einmal ein Schrank, dass man drunter steht oder so. Oder so, ja. Aber Oder er sagt, er möchte gerne den Zettel von seinem Gewinnspiel wieder zurückhaben, weil er möchte den Scheißtrick nicht kriegen. das sehen wir dann, wenn wir rausgehen halt von der Halle und liegt die Blure schon unten Halle nicht, im Ausgang zu Brucher und so, Ja. dann lache ich recht. Also absolut keine Empfehlung für Schneewittchen-Realverfilmung. Nachdem Ariel schon eine Vollkatastrophe war, ist hier die nächste Vollkatastrophe rausgekommen. Aber Aber danke da- an Disney auf jeden Fall an Ja, der Stelle. also gell? sind wir denn jetzt an dem Punkt, dass du einmal zustimmst, dass Disney vielleicht aufhören sollte mit diesen ganzen Realverfilmungen? Ich habe noch nie gesagt, dass die Realverfilmungen gut sind. Aber Ich habe schon immer gesagt. Ich habe schon immer ah, gesagt, okay, vom Publikum kommt schon doch, hast du schon? ja, Wir haben es auf Band. das war, ja, stimmt, das war die tolle Mulan-Folge. Aber ich habe immer schon gesagt, ich greife lieber auf die Zeichentrick. Jederzeit greife ich lieber auf den Zeichentrick zurück, als mir nochmal irgendeine Realverfilmung anzuschauen. Hast du dann schon Lilo und Stitch gesehen? Nein, noch nicht. Den habe ich gesehen. Und? Der war gut. Aber ich habe den mit meinen Kids so geschaut und da haben solche Filme, wenn dann siehst, wie die Kids mitgängen und was für einen Spaß haben, das reißt die halt dann noch zusätzlich mit. Also er war jetzt als eigenständiger Film, sagst ja, war unterhaltsam, war schön zum Anschauen, aber wenn die anderen zwei den so feiern und haben da riesen Spaß, dann sagst du natürlich, ja, der war schon super. Aber so vom ganzen Ich habe Ding immer her, gesagt, den dass hat wir man ja alle schauen mit dem können. Film singen, ist zwar saudeppen. Nein, ist ja schön. Macht Haben- ja jeder haben- sein. Das, wenn's Erziehung lachen, ist ja- macht ein jeder wenig anders. Lachen und so, das ist Ja, schon. nein, Haben nein, dann ist deine schon- Kinder gesagt, hey Papa, kannst du dann da auch so eine riesige Figur bei dir in der Zimmer Nein, ich habe reinstellen? gesagt, wenn der gar ist, habe ich gesagt, dann tun wir Critters rein, weil das ist eigentlich fast dasselbe. Dann habe ich gesagt, dann können wir den auch anschauen, das haut hin. Wer Lilo und Stitch den Realfilm aushält, halt Critters auch. Aus heute. Wow. Ja. Okay, also, aber er ist Und gut. ich muss aber sagen, von der ganzen Action her und Ding, den hat man wirklich für die Kleinen hat man anschauen können. Okay. Er war nicht gruselig und Ding, also war schön gemacht, war lustig, war traurig. Hat passt. Schön. Ja. Ist ja gut eingeschlagen, haben sie Ja. den zweiten Teil schon gekündigt. Okay. Also haben sie wieder mal eine Realverfilmung geschafft, die Was haben sie richtig bei cool Critters ist. 2 gemacht? Der war dann an Ostern. Vielleicht spielt dann Lilo und Stitch 2 an Kann Ostern. sein, ja. Das kann sein. Sagen wir Der doch. vierte dann wieder im Weltall. Ja, Ja. klassisches Er ist Szenario. aus dem Weltall, der Stitch. Ja, das ich ist sage der ja. Kreis. Deswegen sage ich ja. Teil Aber- 3 dann Leonardo DiCaprio dabei. Geil. Ja, passt. Aber das heißt, Schneewittchen ist dein Bälek und dein Warleck ist Lilo und Stitch. Ich würde schon sagen, also mir hat er gefallen. Ja. Das ist Also- zwar jetzt nicht das, was ich jetzt mit Okay. aufgeschrieben habe. Ich bin jetzt einfach mit eingestiegen in dieses Gespräch, was Ja, geheißen hat. der Flow, wenn die hat, und der reißt die mit. Ja, der du, ist ja, also, absolut. das ist, mir speist man sich die Bälle zu, das ist Brutal. unglaublich. Irgendwo, ich komme gar nicht mit teilweise. Ich habe das ja schon Das- Christian Scheißtrick gesehen, auf alle Fälle. Oh. Was hättest du dann eigentlich mitgebracht? Ich habe den neuen Ableger gesehen von VHS. Ah. VHS Beyond. Beyond. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile der 7. Teil Mhm. von VHS. Wen muss ich denn jetzt eigentlich anschauen beim Reden? Oli ein bisschen. Das oder? Ja, du musst Publikum, auf die- oder Kamera, ich weiß Kamera. nicht, eine der 800 Ja. Kameras. Schau hin, was du möchtest. Okay, ich mache einfach diesen hier die ganze Zeit. Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Also die VHS-Filme für Fans von Found Footage und so absolut zum Empfehlen und der 7. Teil präsentiert sich auch wieder brutal frisch und unverbraucht. Hat wieder Elemente dabei, wo du sagst, hey cool, da haben sie wirklich was überlegt bei dem Ganzen. Die erste Episode ist wie Doom zum Beispiel. Ja. Da, Viel Liebe für Vögel. ja, auch. Ja. Ja, stimmt, ja. stimmt. Der Fokus von dem ganzen 7. Teil ist eher die Alien-Richtung oder Science-Fiction-Richtung, weil wir haben ja so einen Killer-Roboter haben wir mit dabei, wir haben Außerirdische dabei und ein verrückter Wissenschaftler, kann man nicht sagen. Das geht ein wenig so in die Tasker-Richtung. Mit so, das ist sogar Regie hat der Justin Long geführt mit seinem Bruder. Cool. Und da sagst du quasi, dass eine Frau aus Menschen Hunde baut. Und das war schon cool. Wenn es denen dann Unterkiefer ausbaut und dann da diesen Hundskiefer drauf hat und die dann total durchdreht und Leute zerfleischen, das war schon schön. Ja, das war schon Man muss aber dazu sagen, das ist eine richtige Hundeliebhaberin. ja hast du auch gesehen? Ja, natürlich. Ah, mit sehr mit schön. meiner Frau habe ich mir das angeschaut, die sofort parallel zu unserem Hund da gesehen hat. Also, Okay. Sofort dein Kiefer angeschaut. ja. Ah. Geht noch was. Ja, der Film kommt jetzt dann bald raus von Turbine, von Lion.
Tiberius, danke sehr. Die Schweinesynchro. Synchro ist wieder ein bisschen stümperhaft, wobei das aber zu diesem ganzen Found-Footage-Ding wieder ein bisschen... Stümperhaft Ja, ist die so ein war jetzt tolles nicht Wort. cool, die war nicht cool. Ja. Aber hat aber zu diesem Found-Footage-Ding, finde ich, schon wieder recht gut passt. Ja. Und er war extrem blutig. Also, der hat eine Spiel-JK-Freigabe jetzt für den Echt? Home-Release, ja. Cool. Und da werden schon Augen ausgedruckt und am Anfang, wie gesagt, diese Doom-Episode, da spritzt es halt Vollgas, da werden Leute mit Kettensägen zerstückelt und so. Schon schön, ja. Spaß. Und eine Folge ist dabei von der Katie Siegel, die Frau vom Mike Flanagan. Mhm. Das war jetzt die schwächste, meiner Meinung nach. Ja, weil es eine Frau macht. Ja, die Kinderfrau ist nicht so viel mit dran. Ich wollte gerade sagen, ja. Was ist eigentlich los? Den haut es nicht so hier. Welche Ja, Folge war ist das? Wo die Reporterin da auf das UFO kommt. Ja, okay, das war wirklich nicht. Die gut. war nicht aus. Ja, nein. beim Corby habe ich nichts anderes erwartet, unserem Frauenhasser. Aber ich habe nicht gewusst, von wem Deswegen welche sitzen wir Folge. mit zwei beieinander. Ja, eben. Weil du, wenn kein Pfanne in der Hand hat, dann wird es nichts mehr. Ja, genau, das sind meine Worte, wie Ja, immer. klar. Ja. Klassiker. So kennt man. Also von meiner Seite eine Empfehlung. Die anderen Teile waren auch hervorragend, aber der war jetzt meiner Meinung nach einer von den besten bis jetzt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist schön, Mike. Ja, hat mir gefallen, habe ich richtig Spaß gehabt. Das ist schön. Sehr schön. Corby, hast du auch was dabei? Schon? In der Zwischenzeit tust du die Leinwand hoch? So, ich muss es selber machen. Ja, das ist, glaube ich, Ja, nur manuell. das. Ich glaube, einmal Hut singen und dann zack, zack. Ah, ich hab's gewusst. Alter Schwede. Vielleicht sanft Er ist einfach ein Handwerker, gell? Okay, ich glaube, jetzt sind wieder alle wach. Sehr gut. Wenn es nicht scheppert, ist nichts. Also, was hättet ihr denn erwartet, was ich halt mitbringe? Irgendein Scheißdreck. Doku. wie Doku. Ach, hau ab. Die bringen die doch um jetzt. Sag ich sowas nicht. Ich habe herausgefunden, dass man bei Letterboxd eine Statistik hat mit den Statistik. 250 besten Dokumentationen überhaupt. Die schaue ich jetzt aktuell durch. Ich habe aber Jetzt fangst du einen extra Rauch an. keine Doku für euch dabei. Trotzdem bin ich dadurch auf was gekommen, und zwar auf die Serie Nathan for You. Das sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Nein. Okay, es geht darum, dass der Nathan Fielder sich als Aufgabe genommen hat, dass der mittelständischen Unternehmen einen USP verschafft, also praktisch, dass der schaut, dass die wieder mehr Geschäft machen, weil die müssen ja ganz häufig ankämpfen gegen irgendwelche Franchise-Ketten. Und da ist er zum Beispiel in der ersten Folge bei so einem Eisverkäufer und sagt ihm, hey, weißt du, was richtig gut funktionieren hat, dass die Leute zu dir kommen, wenn das Gerücht verbreitet wird und es am Ende sogar stimmt, dass du eine Eissorte hast, die nach Scheiße schmeckt. Und es funktioniert, es ist großartig, man begleitet dann praktisch diesen Eisverkäufer, der sehr skeptisch ist und wirklich Angst hat um sein Unternehmen, dabei wieder andere keine Kosten und Mühen scheut, dass der eine sündhaft teure Geschmacksfabrik dafür beauftragt, einen Scheißgeschmack zu machen, den man essen Das kann. hat richtig Spaß gemacht. Das ist wahnsinnig, ja, richtig Spaß. Ich hab die Köstchen. Sau Und gut. das ist die erste Folge. Und also super. 4 Staffeln auf einmal durchgeschaut. Ich bin. Also, 4 Staffeln. Es geht nur darum, dass er Scheiße Eis verkauft. Nein, Also, nein. Das ist die erste Folge. Es ist praktisch, in jeder Folge hilft er so 2 Unternehmen und er hat nur solche Ideen. Also er ist wirklich jemand, der mal über den Tellerrand hinausblickt, so wie unser Podcast, der da. Ich hab wieder. er so, findet praktisch Lügen für die Firmen, damit es vorankommen. das ist sehr häufig tatsächlich so, das, wie er vorgeht. Er hat zum Beispiel einmal so einem Kaffeeverkäufer halt geholfen, dass er gesagt hat, hey, wie war's? Weil er hat immer die Probleme, dass er mit Starbucks konkurrieren muss. Wir machen einfach auch ein Starbucks und machen eine Parodie davor und nennen das Dump Starbucks. Und das ist aber dann eigentlich er. Und dadurch, dass halt das Logo gleich ist und das eigentlich fast gleich heißt, aber Parodie ist, weil als Parodie darf man das offensichtlich in Amerika, hat man da kein Problem. Und dann sagt der Verkäufer irgendwann, na, natürlich mache ich das nicht, weil ich nicht am Ende irgendwie im Knast landen will. Also macht das dann einfach selber, ohne den Verkäufer. Und ist dadurch in die Nachrichten gelandet und alles. Und ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Die Merkt letzte, man. letzte Folge ist tatsächlich ein Doku. In der letzten Folge wieder Doku. Die letzte Folge dauert dann 90 Minuten und da geht es dabei, er hat immer wieder so einen Statisten, der eigentlich einen Bill Gates darstellen soll, der so furchtbar alt und furchtbar schlecht. Und dann sagen sie halt, dass der immer wieder bei Erna dann auftaucht ist in der Redaktion und halt von seiner alten Liebe erzählt hat. Und in dieser Dokumentation geht es dann darum, dass er ihm dann mit dem letzten Restgeld von seiner Serie hilft, diese Liebe praktisch zu finden. Es ist sehr emotional. Es
Publikum weint auch teilweise jetzt gerade, wo die das hören. Ja, offensichtlich. Ja. Also von der Scheiße-Geschichte wird es besser angefixt. Also, wen jetzt die letzte Folge nicht so interessiert, aber ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe mich köstlichst amüsiert. Wo läuft die schweinigste Serie? Bei Paramount Plus. Ist früher bei Comedy Central gelaufen und ja, war für mich ein Highlight. Schön. Das ist schön. Wenn es ums Kacken geht, da bist du dabei, gell? Scheiße Geschmack, super. Wahnsinn. Erste Folge Scheiße Eis, ich bin drin. Vor allem der Verkäufer da so, was? Ich hab gedacht, da kommt der Unternehmensberater und jetzt gibt's sowas. So Super. läuft's. Ja. So läuft's auf der Welt. Dann Mr. Kanfred. Ich habe mir noch ein Wolleck angeschaut. Mhm. Und zwar ein Mr. No Pain. Wie heißt denn der im Original? Du hast der viel Novocaine. besser. Aber das Oder kann man Novocaine. angeblich in Deutschland nicht aussprechen, deswegen muss man anders Die nennen. Deutschen weil's- kennen das nicht. Ja, das ist das Novocaine oder Novocaine, keine Ahnung. Das ist ja meine, die Bezeichnung für die Krankheit, wenn du keine Schmerzen spüren kannst. Und er heißt ja mit Nachnamen Kane, also mit einem E hinten dran. Und darum ist dann dieses tolle Wortspiel Novocaine fürs Englische. Und dann haben sie gedacht, den Namen müssen wir eindeutschen, machen wir Mr. No Pain. Klar, Wow. Die sagen ja einmal im Film zu ihm Mr. No Pain, oder? ich weiß gar nicht Ich mehr. meine schon. Auf alle Fälle hat mir das Spaß gemacht. Ich habe gesehen, du hast schon wieder eine schlechte Bewertung gegeben Ja, auf war Letterboxd, jetzt weil nicht du so aus, nein. Pisser bist. Aber Das Coole ist ja, dass mir halt vorgeworfen wird, ich kann keine andere Meinungen zulassen, weil ich den Film einmal nicht so gut finde wie andere oder Ja. so. Aber der kann das. ja, aber deine sind halt einfach scheiße. Ach so. Ich lasse eine gute, hab ich eine nicht gute gewusst. Gegenmeinung lasse ich zu, aber so behinderten Scheiß, wie Hab du ich- bringst, das hab lasse ich ich nicht nicht gewusst. zu. Du Da bin ich bist so auf mein verstehst nächstes das. Überleg gespannt. Ja. Nein, da rast du aus, weil er wirklich, also der Mr. No Pain macht Spaß, wird kämpft, da wird geschossen, da wird angestochen, das ist blutig, Und geschmerzt wird. es wird geschmerzt, es ist Ganz die Amber Midthunder dabei. geschmerzt Für wird. diese Frau würde genau das gleiche tun, was der gemacht hat, obwohl ich Schmerzen spüre. Und schmerzen tun's. Ja, Dialoge, gell? Unfassbar. Dialoge, das hast du Wann nicht. scheißen sie denn einmal? Ja, haben wir gescheißt. Ja. Lang du das da Fritösenfett den- rein und halt Knarre aus und scheißt der. Hast du das da ist den die Trailer Filmgabe. gesehen? Mit dir im Kino bei The Monkey. Ist das dann praktisch der komplette Action-Part Ja. und der Rest ist dann Also auch die für coolen Scheißdreck! Die nimm coolen es. Sachen mit Messer in Hand und so und Ding. Diese alles im ganzen Trailer. Dinge sagst du alles im Trailer. Schwachsinn, Ah. Schwachsinn. Gut. Der den Futzen aufmacht, der lügt nur. Der regt mir so viel auf, die Bläser. Schaut, dass er heute dabei ist. Ja, ich bereue es auch gerade. Die ersten Unbedingt zwei hab ich dabei Live-Shows sein die ersten müssen. zwei Live-Shows waren so schön und jetzt kommt der her. Auf alle Fälle Mr. No Pain macht Spaß. In meinen Augen. Kämpfen, Schießen, blutig. Amber Midthunder, ich sag's nochmal, Ja, die ist ja nicht schlecht. die ist nicht schlecht. Aber ja, ich weiß seinen Namen nicht, Quaid. Quaid. Randy Quaid, aber das ist der scheiße Auspumper von die Griswolds. Scheiße aus. Echt, der lebt noch. Ja, ja. Hey, geil. Das ist auf alle Fälle der Bub vom Dennis Quaid, oder? Ja, genau. Ja, genau. Der einer von den Hauptdarstellern von The Boys, der einen Yui spielt bei The Boys, Genau. Quaid sowieso. Den sehe ich auch gern, sehr sympathischer Kerl. Und ja, ich fand die Geschichte cool, ich fand die Idee dahinter cool, wie sie das alles machen. Und dazwischen immer wieder diese Gewaltspitzen haben Spaß gemacht. Gesagt, hinten ins Fritösenfett eine, durch den Kopf, unten sauber auszuschießen. Da hast du die sofort Ist mir gegangen wie die mit Scheiße. Scheiße. Scheiße-Eis ist für mich praktisch das Pendant hinten ins Fritösenfett eine. Okay. Sehr schön. Bin ich auch Traurig, aber sehr schön. Ja, um das geht es ja nicht. Solange es uns Spaß macht, ist das schön. No King-Shaming hier, gell? No King-Shaming. ja, ja. Aber Mr. No Pain, wir haben ja das erste Mal nach, keine Ahnung wie oft ich schon angefragt habe, aber vielleicht habe ich was zum Unboxen gekriegt, haben wir das erste Mal ja wirklich ein Steelbook gekriegt zum Unboxen. Und dann sagst du das so, dann denkst du so, fuck, was du jetzt mit dem Steelbook unboxen? Was will ich jetzt eigentlich damit machen? Wow, eigentlich total behinderter Scheißdreck. Aber Ja, wenigstens eine Folie drumherum. Ja, es war voll Ja, schön, ja. Und dann machst du so, oh, schön Vorderseiten, oh, schön Hinterseiten, oh, schön ins Artwork, schön hier, 2 Discs sind auch drinnen. Vor schön Kanten sauber Kant, da ich als Metallbauer sehe das, gell? Also das war richtig schön. ja. Und dann hast du halt 1 Minute lang ein Unboxing-Video gemacht. Doch Wow. so lang. Also, Ja, du, hast also- dich doch, du hast dich doch jetzt gerade noch beschwert, weil du so selten Sachen kriegst. zum Ja, aber dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich dumm war, dass ich überhaupt nach einem Steelbook frage, weil es eigentlich dumm, weil du nichts machen kannst. Wir brauchen eine Boxen. Collectors Edition. das haben sie doch da nicht einfach so geschickt oder vor dir gelegt, sondern du hast es wahrscheinlich in der Box bekommen, die hättest du auspacken können. Ja, ein Karton. Karton? Ja, Ja, es wollen die Leute irgendwie einen Karton aufmachen. natürlich, das ist die Spannung, so, boah, schau hier Ja. und das Feeling und die Sie das lesen den Glitzern- Titel Mr. No das Pain Glitzern Steelbook in den Unboxing Augen und bei dann sagen, dir, wenn du oh, das was ist denn- ausmachst. Ja, Hau mir ab, Alter. Da. Hau mir ab. Du bist ja der Bläder vom Fuck immer. Nein, Steelbook Unboxing ist nicht so spannend. okay. Du hast es aber schön gemacht, muss ich sagen. Das ist nicht. Ja, Danke. wirklich schön. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Gespannt mal. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Sagst Ich du hab da das gar was? nicht Ich hab nur Ja. das, ich hab nur das Ich hab aber was das gesagt, so gewackelt, oh Gott. Ja, an dem Tag habe ich noch kein Bier gehabt. Da war ich noch ein bisschen auf Entzug. Okay. Ja.
Gut, Aber- schön, dass diese schöne Geschichte so traurig endet. Mike, Ja, es ist halt Sucht ist eine ich Krankheit. überspringe jetzt das Potenzial, dass gleich noch sowas gibt wie Death Stranding 2. Lass uns Sepp in Ruhe. Ich hätte jetzt den Elefanten im Raum betitelt. Die Elefanten im Raum. So fett ist der Mike auch nicht. Alter, bitte. Wahnsinn. Ja, wir haben ja alle 4 einen Film gesehen, die Woche. Ah, Und da scheiden sich ja die Geister. Jetzt lass mich erst einmal nur das Ding ausdringen, weil die Flasche muss ich dann abhauen und in einem Hals versenken. ja. Ah. Na. Echt, du willst es jetzt schon machen? Ja, deswegen sage ich, mach gefreakt, vorher noch mal was anderes. Lass dem Mike noch ein bisschen Lebenszeit übrig. Mike, was hast denn du nur so dabei? Ich habe mich ha? zu diesem anderen Film, zu diesem Elefantenfilm einfach nicht äußern. Na, musst du schon. Dann Musst haben du wir schon. keine Da kleine blenden wir heute eine Promotion. Letterboxd-Bewertung ein. Können wir auch machen, bitte dann. Ich habe eine Serie gesehen, Ja, und zwar heißt die Video Nasty. okay. Da bin ich drauf gestoßen, weil ich bei Facebook so durchgescrollt habe und denke mir, was? Ich glaube, ARD Mediathek ist das drin. Serie vom BBC, oh, die ersten Leute gehen schon, das interessiert jetzt die Leute nicht so schon. Ja. Servus, habe ich dir Ah, Kruzifix. So, danke, dass die 3 Leute noch blieben sind, die jetzt noch da sind. Auf jeden Fall ist das ARD Mediathek, 6 Folgen, und da geht es quasi drum, die Serie spielt 82, Dankeschön. geht ein bisschen in die Richtung Stranger Things, ohne was Übernatürliches, aber wir haben auch wieder junge Leute auf Fahrrädern und so, das mengen wir ja immer gern. Und zwar geht es darum, dass 1982 die Videonasties in England aufgekommen sind. Es waren Listen von 72 Filmen, die vom britischen Filmboard als problematisch eingestuft worden sind und haben nicht vertrieben werden dürfen. Ist das fiktiv oder ist das ein Doku? Das ist in der realen Welt angesiedelt, geht aber dann am Schluss aus, sie dann so in A hat dann so Mockumentary, a ein Mockumentary Slasher-Plot ist ein das. bisschen. Nein, Auch nicht. es ist in der realen Welt Kenn mich nicht mehr angesiedelt, weil es eben um diese Videonestis geht. Aber es ist Und wer, los mir mich ausschmauzen, Okay, mein Gott! diese Videonestis hat es wirklich gegeben und Also ist ein das, Teil echt praktisch. genau. Okay. Also das ist dann ja, wie nennt Teil man? echt, Teil fiktiv. Teilfiktiv. Jetzt wenn es habt, dann rede ich weiter. Gut, Ah, ich möchte nur mitreden. auf jeden Fall. Es gibt 72 Filme auf dieser Liste Aha. und 2 junge Burschen wollen unbedingt diese VHS haben. Alle komplett. Weil sie, wenn sie diese 72 Kassetten haben, die ganz teuer verkaufen können, dieses Komplettset, und wollen dann nach England gehen und wollen dann selber Regisseure werden. Aber es ist sehr problematisch, an diese Filme ranzukommen, weil die, wie bei uns auch, diese Hexenjagd war in die 80er auf diese VHS in die Videotheken, die haben rausgekommen und dann verbrennt worden oder in Müll gewandert sind, in Müllpressen, das sieht man dann auch recht schön, mit Originalaufnahmen, wie quasi aus der Videothek mordsmäßig VHS ausgedrungen worden sind und dann alle in einen Container ein und zusammenpressen und so. Ja, verbrennt, das haben sie auch wirklich gemacht. Ja. Bei uns auch, glaube ich. Gell? Ja, genau. Und das war halt wirklich so eine Hexenjagd auf so Horror- und Exploitation-Filme. Dem Dritten Reich hat das gefallen. Ja, genau, geht in diese Richtung. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja echt grausam. Ja, das war bei uns ja dasselbe im Endeffekt. Wenn du so schaust, die Titel, die auf den Video-Nasty-Listen waren in England, waren ja bei uns auch beschlagnahmt. Evil Dead oder Maniac oder Thriller Killer oder so, die waren auch alle beschlagnahmt. Und die machen es jetzt auf den Weg, weil in einer Stadt, also ein kleines Dorf in England, ist auch so ein Horrorfilm-Freak und die sagt zu einer, sie sollen kommen, sie haben diese letzte Kassetten und wenn sie die dann haben sie einen Haufen Kohle. Und sie machen sie jetzt dann quasi auf dem Weg, so einen Roadtrip von ihrem Kaff in das nächste Kaff. Und was ihnen da ist passiert, teilweise wird es dann, das läuft dann alles in so eine Slasher-Richtung. Also das, was quasi in die Filme so behandelt wird teilweise, wird in diesem Film auch mit verhandelt. Also haben wir so eine Vermischung aus Realität und die Sachen aus den Filmen. Wie wir es der Corbin eh schon gesagt haben Richtig. vorher. Gell? Da waren wir Und richtig. das ist halt Da waren wir ziemlich richtig. cool, wenn es dann allein schon da sitzen, die Typen sitzen vor einem riesen Röhrenbildschirm und hauen sie die VHS rein und dann läuft auf einmal The Nightmare. Und dann bladdeln sie eine VHS so durch und Evil Dead und was weiß ich und Ding. Also ist allein schon für den Horrorfilm-Fan ist das schon mal cool zum sehen, wie viel Faszination sie auch für das Genre aufbringen und sitzt da und sagst, ja, geil war die Zeit. Wie ich. Genau, Wie ich wie damals. du, genau. Und ja, und am Schluss aussieht, das mag ich jetzt viel verraten, aber da wird es dann spannend. Und also es sind 6 Folgen mit jeweils, glaube ich, 30 Minuten oder sowas und kann ich absolut empfehlen. Ist das Scheiße-Eis?
Nein. Ah, da habe ich die Das ist in der Heike. Vor-Internet-Zeit, da hat es noch keine Scheiße. Okay. Ich meine vielleicht das Ice Cream vor, oder wie heißt der eine Slasher? Ice Cream Man. Weiß nicht. Keine Vielleicht Ahnung. war jetzt nur eine Frage. Ja. Sein können. Wo läuft die? Der ARD-Mediathek. Ach, das war's ja. Ja. Von der BBC eine britische Produktion. Und halb Fiktion und halb echt, gell? Das ist Nein. praktisch. Doch, jetzt schon. Schon, gell? Ja. Also, Mockumentary, gell? Haben wir gesagt. Nein, haben wir nicht gesagt. Das Ah, stimmt nicht, nicht. nein? Okay. Nein. Hätte ich gemeint, ja. Da habe ich vorher mal was gehört. So, ich empfehle euch Videonestis. Gute Serie. Sehr schön. Schickst mir einen Link. Nein. Okay. Seppi, hast du denn Und die Schuhe außer von den Elefanten sonst noch was dabei? Ja, und der Mike haben wir ein schönes Erlebnis gehabt vor kurzem. Oh ja. Da haben wir unser erstes Kinodate gehabt in der Reihe, wie heißt's? Die Nacht des guten Die Geschmacks. Nacht des guten Geschmacks machen wir immer begleitend beim Cineplex in Vilsbiburg und die anderen Städte kenne ich nicht. Und da, Das ist ein Kurkäfer. denke ich ja, Neufahren. Erding, ja, irgend sowas. Wolkreiburg Und Freiburg ist jetzt neu, gell? ist jetzt nicht dabei. Ist jetzt neu dabei. Ebenfalls, Wir expandieren. wir haben ja das Glück gehabt, dass wir die Fliege von 1987, 88, Ach du Scheiße. irgend sowas, Ende der 80er, Ja. da nochmal im Kino haben sehen dürfen. Und das war wirklich ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man das nicht dachte, dass der noch so gut funktioniert mit seinen Effekten. Die haben alle handgemacht und das kannst du dir heute noch easy anschauen. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Schaut top aus. Hat ein paar lustige Szenen auch dabei, muss man ganz ehrlich sagen, die man vielleicht, die muss man erlebt haben, die möchte ich jetzt da kommen. Es gibt ja bestimmte Sachen, die wirken heute wegen cringe. Sagt Ja. man. Die Jungen sagen cringe. Genau. Wir sind Junge, wir sind eben Junge, deswegen, wir sagen wir das, ja. ja. Ich wollte gerade relativ überrascht, also danke, dass es du gesagt hast, auch sagen, weißt du, was cringe heißt? Ich würde jetzt sagen, das ist eher so ein bisschen so fremdschamig sitzt Ah, ein wenig. okay. Ja, wir sind peinlich, Ja. ja. Das ist eine gute Übersetzung. Ein wenig dann sagst du so, okay. Aber ich muss mich da anschließen, also der funktioniert immer noch hervorragend. Das war wirklich, war begeistert. Auch das Beutel ist immer noch richtig gut gewesen. Ja, es war Blu-ray. Das müssen wir ja nicht sagen. Das muss man nicht sagen. Der Also, Ton war wegen Mau. Das war jetzt so dieser Monoton und Ja, den von, kriegst von der Blu-ray selber. Den kriegst du schlecht hin da jetzt, ja. Aber ansonsten, wirklich ein guter Film, kann ich jedem Fliege ist empfehlen. super, ja. Holt euch den, der hat echt ein paar Szenen dabei, die vergisst man so schnell nicht. Ja, und der ist ja Und- verdammt traurig. Also der ist traurig, der ja. ist wirklich so ab der zweiten Hälfte, man freut sich zwar schon, wie bei der Substance jetzt, das aktuelle Beispiel, dass man sich freut an diese Body-Horror-Effekte und Ja, so, ja. aber im Grunde verzeiht er so eine extrem traurige Geschichte und er hat ja auch kein Happy End und lässt dann den Zuschauer nach diesem letzten Akt einfach da, zack, Abspann und du sitzt dann da und es hat sich ja keiner aufstehen traut dann, Ja. bis wirklich der Abspann dann Was, durch echt war. jetzt? Ja, das ist Ja, die der war Stimmung, doppelt. du hast schon gespannt, das ist, er tritt die Leute immer noch in der Magengegend rum. Er ist immer noch sehr effektiv, ja. Wow, okay. Ja. Wie hat das Publikum allgemein auf euch beide reagiert? Ja, sehr Sehr höflich, gut. sehr Ja, zuvorkommend, sehr begeistert. auch. Ja, setzt euch bitte wieder hin und holt bitte euer Maul, oder? Hat's geheißen. So ungefähr. Nein, ich hab Nein. dann noch gesagt gehabt, wir stehen ja vorne und wir filmen unseren Bildungsauftrag. Dann habe ich gesagt, da oben haben wir unseren Banner stehen und wer draußen vorbeigeht, das wird einmal den QR-Code einmal abscannen, weil dann sagt er, was wir so alles machen. Und es waren tatsächlich 2, 3 Leute vorbeigegangen, die das gemacht haben, Ganze haben 2, dann 3. gesagt, das ist so ein Scheißdreck und sind gegangen. Anders Recht. wie ihr alle. Frage aber noch, wer der echte Mike war und wer der falsche Mike. Ja, das war. Das kann sein, dass das ein bisschen Das zur kann Verstimmung sein, geführt ja. hat. Ja. Sind sie wegen durcheinander gewesen, die Saudeppen. Ja, cool, aber das heißt, ihr habt wirklich das Publikum in Ruhe gelassen, ihr habt jetzt keine Käfer oder so reingeschmissen? Nein, diesmal nicht. Nein. Das habe ich gehört, das zusammenrissen. kommt nicht so gut an. Nur wenn ein alter Mo mit Vollbart sitzt, der alle Käfer in seinem Bord verschlingt. Verschlingt. Die hat er gefangen mit seinem Bord. Ja. Und du fragst dich, warum wir uns Neufahren nicht mehr haben wollen. Weil wir es als Kurkauf bezeichnet haben. Jetzt auch wieder live. Es ist Und ja auf Band. Neufern ist ja ein scheiß Kurkauf. Alter, hör mal auf! Schau dir die scheiß Pumpsbude, die geht ja zugeschissen. Ah, gut. Kann man Kani auch hat mal mir ausprobieren, wie das mit dem Auspiepsen funktioniert. der Kani hat mir ja gefragt, hey Corby, was hast du so sonst im Kino geschaut, außer die Elefanten im Raum? Ihr seid ja bestimmt auch schon im Kino gewesen und habt euch Karate Kid Legends angeschaut. Nicht Nein. einmal vergeht. Ja. Schließe mir Maiko. Was ist denn los mit euch? Also Corby, ich bin auf deiner Seite. Ich habe Cobra Kai gefeiert ohne Ende. Ja. Eine richtig coole Serie. Ja. Karate Kid, lasst jetzt drüber streiten. Habe ich jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, kann ich mal sagen. Ja. Funktioniert überhaupt nicht, der Film. Ich habe mir vor kurzem Du die hast ersten nämlich 2 Teile gleich angeschaut geschimpft, und die Dialoge, das ist, als hättest du das zusammengewürfelt und einen Affe schreiben lassen. Ja, das Hast ist du da aber keine wirklich aufpasst oder hast du eigentlich die ganze Ich habe Zeit wirklich aufpasst, aber irgendwann habe ich abgeschaltet, weil ich gesagt habe, du redest einfach nur wie das Zeug. ja, Also, die deutsche Synchro so, da war ganz nur, komisch, dass ich mir wie das vorstellen aufgebaut kann. ist, Also du schaust den ersten Teil und bist praktisch die ganze Zeit aufmerksam, du hast da einen zweiten Teil dann auch noch rein und dann sagst, eigentlich ist scheiße.
Das haben wir mal unter Die dem kann man ersten schon dritten auch gedacht. noch anschauen. Genau. Ich habe jetzt einen dritten zwar noch, aber es ist echt scheiße. Wie du halt schon mal erwähnt hast, habe ich einen gewissen Grad an Autismus in mir. Ja. Und da muss ich halt alles hier anschauen. Ja, Also ich werde auch noch den dritten und den Cobra Kai und alles andere auch anschauen. Cobra Kai, Irgendwann. top. Irgendwann, Aber aber während, wird doch einmal das Gleiche, oder? während dem ersten Teil haben wir schon gedacht, schon, wieder, was oder? labert Das ihr, die erste wäre eine Staffel ist auf alle Scheiße. Fälle ziemlich cool. Finde ich. Die erste Staffel war stark. Die Idee auf alle Fälle, dass man so einen Also, ruhigen Film nimmt und dann ich- umdreht. Wie kommt man denn dann auf den Neuer eigentlich? Ich bin ja aktuell erst in der zweiten Staffel von Cobra Kai, deswegen weiß ich jetzt noch nicht ganz, ob das dann irgendwann mal langweilig wird, aber ich bin aktuell voll drin. Und ein Kollege von mir hat mich halt gefragt, hey, ob ich mit ihm ins Kino gehen möchte und den Legends anschauen. Und wer jetzt nicht weiß, Karate Kid Legends ist praktisch die Verbindung von dem Original Karate Kid und dem Karate Kid aus 2000, schieß mich tot, Mit dem 10, Jackie Chan. 2010 Auf den wir alle gewartet haben. Ja. mit dem Jackie Chan und mit dem Jaden Smith. Der Jaden Smith hat jetzt mittlerweile eine Rapper-Karriere hingelegt. Deswegen, In Karate Kid oder nicht? Na, in echt. Okay. Deswegen macht er da jetzt nicht mehr mit. Jetzt haben sie also einen neuen, ich habe irgendwo den Namen rausgeschrieben. Einen neuen Jaden Smith. Der Korbi schneidet das dann. Ben Wang. Der Ben Wang spielt nämlich jetzt den neuen Karate Kid Ja. und Den Namen, wenn es nicht gesagt hätte, war ich genauso weit. der Onkel von Ben ist der Jackie Chan. Und weil in Karate Kid ging es ja damals darum, dass sie von einem Ort in den anderen umzogen sind und da muss er sich ja erstmal beweisen und er Like kennenlernen. Dann fickt er ja jeden an, wenn man. Genau, er fickt Ja. jeden an, er macht alle Er ist klar voll und der so. unsympathische Penner Arschloch, eigentlich. ja. Genau, und dann fühlt er sich auch noch bedroht, wenn er einmal geschlagen wird. Ja, Wahnsinn. Und da ist ähnlich, nur dass er von China nach New York zieht. Und da ist genau das Gleiche. Er macht am ersten Tag eigentlich sofort sein Freundin klar, verprügelt irgendwelche erwachsenen Männer und macht dann natürlich selbstverständlich im New Yorker Kampfturnier dann nur mit, wo er dann erstmal wirklich nur mal gegen einen harten Gegner kämpft, wo er dann merkt, okay, ich bin noch nicht so gut. Dann wird er vom Jackie Chan trainiert. Dann kommt noch der LaRusso mit dazu. Das ist, Daniel LaRusso ist praktisch Karate Kid Original. Der trainiert ihn dann auch noch. Und ob er die alle fertig macht, wer weiß. Da müsst ihr euch natürlich den Film schauen. Natürlich macht er das. Unbedingt mit 16 Uhr schauen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und ich habe viel Spaß gehabt. Muss echt sagen, ich habe einfach Spaß gehabt. Ja. Es war total Bullshit. Ja, geht nicht so über ein gescheites Karate-Turnier. Ja, Das ist aber einfach. Kämpfer ist immer gut. Ja. Kämpfer. vor allem sie kämpfen am Ende dann direkt auf dem Hochhaus mitten in New York, wo man sich natürlich auch denkt, natürlich wird man dann da so eine riesige Digitalwand hochziehen, nur für einen Schön. 5-Minuten-Kampf. Ja, Logo. Super. Logo. Ist ja bei manchen UFC-Fights auch nichts anderes. Die dann auch nicht länger und es wird mords aufzickert. Und, falls du die fragst, kommt denn der Johnny aus Cobra Kai vor? Ja. Ja, danke für diesen Spoiler. Ja. Bitte. Ja, aber ich will dich ja dazu bringen, dass du dir dann Legends anschaust. Ja, Das wirst du nicht schaffen. Ich muss mir erst mit Cobra Kai fertig anschauen. Ach so, du hast es auch noch nicht. Ja, die letzte Staffel halt nicht. Ja. Aber es ist schon geil. Scheiß Cobra find's Kai. auch geil. Es ist zwar, Mike hat nicht ganz unrecht, wenn er sagt, das wiederholt sich alles, weil du. Dann Es wird jetzt auch nicht überraschen, dass dann kehrt jeder. der eine zu dem anderen, dann kriegt sich der eine wieder mit dem anderen, dann geht der andere in das andere Dojo, dann kommt der andere von dem Dojo in das Ja, das nächste ist so Dojo. wahnsinnig, ich war subjektiv, Das das ist ist- so krass. Dojo. Muss ich über den Spongebob-Dinger. Sie hat mich angegriffen in meinem eigenen Dojo. Spongebob best. Ja, Ja, super. richtig. Meine Spongebob. 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 Ah, okay, gar nicht mehr aufsehen. Nur Arschlöcher da drin. Wahnsinn. Trotzdem, wir machen wir so ohne Publikum, die nerven mich. Brutal. Und was ich mir noch angeschaut habe, Schon wieder einfach durchschmeißen. Mickey 17. Habt ihr den auch schon gesehen? Ja, das Bier gelesen. Das war wirklich sehr gut. Das Buch. Aber aber ich habe gehört, dass der Film da überraschenderweise nicht ganz so gut ist. Er hat seinen sehr eigenen Stil. Also, wer nicht weiß, um was da geht, darf jetzt das nicht Das Bier variiert ein bisschen vom Film, deswegen war es wegen Erklär mal, wie es im Buch ist. Ja, er ist halt, er verschwindet von seinem Heimatplaneten und schließt sich dann quasi so eine Art Mission an, die quasi wieder neue Planeten erschließen. Aber da haben halt, ja, da gibt es halt gewisse Gefahren, die man da bewältigen muss, weil man ja zum Beispiel nicht weiß, ist das Wasser da, kann man da reingehen oder zersetzt einen das? Die Kreaturen, die da leben, sind die freundlich oder nicht? Und da brauchen sie halt immer jemanden, der das quasi ausprobiert und schicken den immer vor und der wird dann auf ziemlich grobe Art und Weise oft einmal zlickt, weil
gefahren und so. Die sind wie die schwarzen Mitbürger in Vietnam, oder? Da haben sie es genauso gemacht. So wie Oder bei bei South Park. Ja, Ja. Der Nur schwarze so Schild. menschliches Schutzschild besteht nur aus Schwarzen. Ich höre keinen Hip-Hop. Genau, nur ist halt, der wird halt dann geklont quasi. Also er hat immer ein Backup von seinem jetzigen Wissensstand, das wird immer ein Backup gemacht und dann wird er geklont und kriegt das Backup wieder in seinen Kopf gespielt. Also er hat immer, Also er Die kriegt Erinnerung praktisch bis zu einem bestimmten mit, Punkt. wie er direkt stirbt, Genau. aber er wird halt dann wiederbelebt durch den Klon. genau, und er weiß halt immer, also das Sterben, das macht er halt immer mit und das macht er so ein bisschen fertig. Und einmal dann passiert es, dass er quasi, dass sie nur vermuten, dass er stirbt und dann existieren zwei von ihm. Und dann kommt das Ganze so ins Rollen. Und ich weiß jetzt nicht, wie du die... Doch. Ist genauso? Genau. Okay. Diese Position heißt Expendable. Genau. Mhm. Und das will eigentlich keiner machen, weil es halt richtig scheiße ist, weil Ja. du kannst halt nicht mehr sterben. Also je nachdem, ob man das halt gut findet oder nicht, aber du wirst halt auch immer für die tödlichen Missionen eingesetzt. Wie zum Beispiel, funktioniert die Atmosphäre auf dem Planeten, auf dem wir vielleicht landen Es wollen? sind nicht meistens gar nicht irgendwie so, er wird erschossen oder sowas, sondern er leidet halt da massiv dann durch die Ja. Sachen. Oder zersetzt sich halt langsam und sowas und das weiß er halt alles so noch. Genau. Also das ist die üble. Gibt es auch eine Buchreihe drüber, jetzt weiß ich aber nicht, wie die heißt. Da machen sie es aber mit Todeskandidaten, die zum Tode verurteilt werden. Die werden dann, da finden sie irgend so ein Objekt, das die auf andere Planeten bringt. Und wenn du im Todestrakt sitzt, kannst du die da umhalten. Und wenn du 10 Einsätze überlebst, dann wirst du freigesprochen. Mhm. Und die werden dann auch auf irgendeinen Planeten hingeschickt, wo anscheinend so ein anderes Objekt steht. Also stellt sich dann raus, im ganzen Universum sind überall so Objekte. Und da wird dann einmal, also im Büch, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, aber da wird dann einmal bestimmt, wie sie es wieder zurückholen und dann kommt gerade noch Sauce zurück. Mhm. Oder einfach nur irgend so ein zusammenpatzter Haufen oder sonst irgendwas, weil die eine Atmosphäre ist giftig, da ist Säure, da ist das und was weiß ich. Hört sich ähnlich, aber ich weiß nicht mehr, wie diese Buchreihe heißt. Da gibt es auch 7 Teile oder so davon. Twilight. Das waren gerade 3 oder 4. Achso, okay. Das ist jetzt täuscht. Ja. So war eine sehr gute Buchreihe. Habe ich tatsächlich zwar davon gelesen, aber das ist andere. Ich habe tatsächlich alle 4 gelesen. Echt, du Was Wahnsinniger. ist denn los mit euch? Okay. Danke schön. Hier Lieferung. Hast du eins? Na, danke. Der Film ist vom Bong Joon-ho, habe ich Sehr auswendig gut. Sehr gelernt. gut. Den kennt man. Genau, von Parasite. Und er hat schon einen sehr eigenen Filmstil. Also ich fand es jetzt unterhaltsam, aber ich würde mir tatsächlich den Film nicht nochmal angucken. Okay. Robert Pattinson spielt gut. Wie Ist, immer, mal, der Typ ist sowieso immer gut. ist halt mal wirklich ein sehr, sehr verletzlicher Charakter und der einen seltsamen Sinn fürs Leben halt natürlich dadurch hat, dass er 17 Mal schon gestorben ist. Und der Ding spielt noch mit, der Mark Ruffalo. Sein Kumpel, Und, Kumpel, also ist sein Vorgesetzter Na. oder sein Späßel. das ist der Präsident oder der Politiker, der halt da drauf ist. Und ich weiß nicht, was mit Mark Ruffalo los ist, aber der hat anscheinend irgendwie sich nach Marvel gedacht, so, ich mache jetzt nur noch richtige asoziale Rollen, Mhm. wo mich jeder danach hasst. Ja, der ist halt, wird bei den meisten Marvel macht halt fürs Geld und das andere machen es halt, dass sie sich ausleben können in einem kreativen Dasein. Okay, also offensichtlich ist es sehr kreativ, was das betrifft. Ja, Wie ist denn die Tonalität von dem Film? Weil das Bild war ja eigentlich relativ lustig sogar. der Film ist auch eher lustig. Ich finde vergleichbar mit Anhalter durch die Galaxie. Okay. Aber, also Anhalter durch die Galaxie ist ja schon sehr englisch angehaucht und das ist halt jetzt, ja, so ein bisschen die Mischung aus Amerika, ich vermute Korea und im Rest der Welt. Der Mann ist recht Und den lang, Rest oder? der Welt, ja genau. Sehr englisch angehaucht und Amerika und den Rest der Welt. Erdisch. So sagt man das halt, ja. Ja. Was? Der Mann ist recht lang, oder? Ich glaube auch. Ja, ja, mit 2,5 Stunden oder so, meine ich, was gelesen. Ja, da musst du da einfach mal hinsitzen. Ja, ich weiß schon. Du musst halt einfach mal Zeit mitbringen. Mach ich. Er war schon sehr langwierig, aber die Story ist schon spannend. Also ab dem Moment, wo er halt dann seinen zweiten oder sein zweites Ich da hat und der stark anders ist wie er, Als da wird es halt. Red gescheit. Du lässt dich nicht aus dem Konzept bringen. Na, nie. Nie. Ist das gut gemacht, wenn man die dann auch doppelt sagt, die Battle zu Ja, zweit so? sehr und so? gut. Das waren wir dann gut drauf. Ich habe mit diesem Sinners, habe ich mir angeschaut, Blood and Sinners. Ja. Und da ist ja der Michael P. Jordan ist ja auch eine Doppelrolle.
und das ist auch extrem stark gemacht, dass denen nimmst du das wirklich ab, dass, also es wird auch im Abspann sogar, im Abspann steht Michael P. Jordan und Michael A. Jordan steht so als Gag im Abspann. Aber das haben sie mittlerweile drauf. Ja, cool. Na, also Du hast auch wieder abgesagelt. Ja, ich würde ihn abgesagelt, 3,5. Weil der ist ja wirklich momentan dieser Mega-Film und ich Komm freue auf. mich und dann kriege ich das. Das ist ein das Musikfilm. ist jetzt schon eine Das ist ein sehr, Musikfilm. sehr gute Überleitung, um über den Elefanten im Raum zu sprechen. Gehen wir da. War der Startschuss? Ja, Mike. Mike, Was heißt der Mike? der Dreckschwein. Also wir haben alle 4 gesehen. Alle 4 haben Ich gesagt, weiß Ja. 28 Years Later, jemand schon im Kino gewesen? Jemand schon gesehen? Gut, dann können wir quasi total spoilern, weil jeder weiß schon, wie das ausgeht. Müssen wir uns nicht zusammenreißen, das ist schön. es geht ja eigentlich nur um die Tatsache, dass der Mike eine Ahnung, was ich Wulzau ist. Na, Und Penis-Neid gehabt hat. na, ist zur Erklärung. Ich hab In Penis-Neid. diesem Film gibt es mehrere Varianten von diesem Wutvirus oder wie sich die Leute verändern, wenn sie diesen Wutvirus drin haben. Und dann gibt es diese Das ist Alphas. wirklich. Und die Alphas heißt, dieser Wutvirus wirkt sich auf sie aus wie Steroide. Und dann haben sie aber einen Schwanz, der 30 cm lang ist. Was soll es nicht? Und wir sind im Kino gesessen und habe ich gesagt, ist das denn Wer ist denn eigentlich hier? so? Der Franz und ich. So, Mein User-Date sitzt da. also. Und Ja, du hast- beide habt euch angeschaut, habt euch in den Schritt geschaut und habt gesagt, nein. Dann haben wir gesagt, Na, so ein gut, dass schlechter wir Film. keine Steroide nehmen. Eigentlich kriegst du auf Steroide einen kurzen Pipi. Und nicht einen, der wo 30 cm Ich lang kenne mich da nicht ist. aus, Mike. Aber Ja, wer nee, hat ich denn hab's das? gehört. Es hat doch niemand in dem Film so erklärt. Doch, es wird erklärt, dass die Wie deswegen... Steroide. Es Das hat mir schmeckt gesagt, sich wäre eine aus Art wie- Steroide. Ja. Es hat nicht gesagt, heißen 1:1 hundertprozentig physikalisch Es richtige heißt aber auch Steroide. nicht, du kriegst automatisch einen Maul. Riesenschwanz. Nein, aber das ist darum gegangen, dass die Alphas bei denen alles größer wird. Das sagt man ja. Alles! Und sie können auch auf einmal Krähen können dirigieren und so. Nein, Also, die wollen nicht jemand alles da kriegen. in dem Film in so viel Scheiß rein. Ich wollt, Der ist so ein Wichser. wer diese ersten 2 Teile gesehen hat, du hast eine bestimmte Welt im Kopf, wie dieser Hasse. Virus funktioniert, wie die Leute sind und so. Und was wir da haben Eine in dem Welt. Film, Die sind einfach nur grantig in die das ersten 2 Teile. ist ein Klon, also ein Konglomerat dieser Film aus Elemente von The Walking Dead und The Last of Us. Eigene Ideen hat er fast gar nicht, weil diese ich hab alles ganzen- noch nie gesehen. diese ganzen verschiedenen Arten von Infizierte, da braucht man schon wieder, die einer machen das, dann krabbelt die einer nur am Boden. Wo ich sag, das ist wieder wie 1:1 wie in einem Videospiel, was soll das? Ja, aber ich du glaub, musst noch- doch sagen, sowohl Walking Dead als auch The Last of Us sind ja sehr gut bewertet. Und das gefällt ja alle Leute. Ja, aber deswegen muss ich das nochmal alles aufwärmen, wie die ganze Suppe, die wo ich jetzt seit 15 Jahren sehe. Beschissene Zombie-Filme, die wo alle dasselbe machen wie The Walking Dead, macht man jetzt einfach denselben nochmal, wieder einen Haufen. Sie machen so viele Fässer auf, wo ich sage, der Fokus ist nicht auf dem Überlebenskampf an sich, Na? weil erst einmal sind diese Infizierten brutal gefährlich. Dann eigentlich wieder so gar nicht, dann gehen sie einfach so wieder dahin. Er mit seiner Mutter geht da durch, er mit seinem Vater schwer bewaffnet, hat Magst dann du keine vielleicht Chance ganz gehabt. kurz für unsere Hörer nur erklären, um was es in dem Film geht? Ja. Können wir gerne machen. Der Film spielt quasi 28 Jahre später, wie es der Titel schon sagt. Wieder allen erwarten. Und es ist quasi der Virus im Rest der Welt bekämpft worden, außer in England ist er noch. Wir haben ja quasi so ein Szenario wie bei die Klapperschlange. England ist befestigtes Gebiet, da darf keiner rein, darf keiner aussehen. Alle, die drin sind, So wie das sind in sich echt selbst geht, oder? überlassen. So wie es in echt auch sein soll. Ja, so dank ungefähr. Brexit. Die ganze richtig. Schweinsinsel geht ja nicht So ungefähr. Wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, die ganze Welt schaut zu, anstatt dass dann etwa die da reingängen und haben bewaffnet ohne Ende oder dass es bombardieren oder was. Nein, da lässt man England einfach auch so. Die Ja, lassen irgendwann muss man man ja einfach Ruhe auch sich sein. selber. Irgendwann muss Das man ist ja auch Ruhe so sein. blöd gelöst, das Ganze. Warum das Warum? dann die ganze Welt alle super ist. Man sieht es ja dann in ein paar Szenen, dass man hat dann Leute von draußen, die reinkommen, wo man dann sagt, ja okay, die Welt läuft bei denen ganz normal weiter und wir haben einen super Botox-Witz, der war wirklich lustig. Ach ja, da der war habe ich super, gelacht, ja, da war ja, gut, wirklich gute Stimmung. Du Das bist sind die komisch. 2 Sterne. Das war nicht zu verstehen. Nein, aber wie gesagt, und dann ist es quasi so, wir haben eine Familie, also ein Vater-Sohn-Gespann und der Vater möchte seinen 12-jährigen Sohn zum ersten Mal mit rausnehmen ans Festland, weil sie selber haben auf einer Insel und bei Ebbe hat sie quasi so eine Straße gebildet zum Festland. Damm. Ein Damm, danke sehr. Leck mir den Damm.
Nein. Und dann quasi möchte er ihm zeigen, wie das da drüben abläuft und wie er selber abhärtet, der Junge, wenn er mal seine ersten Infizierten abschießt und so, weil er muss ja jetzt ein Mann werden, er ist ja schon 12. Einen Fettsack infiziert. Genau, und dann treten sie halt da Ereignisse los, weil der Junior in der Ferne einen Feuerbrenner sieht auf dem Festland und der möchte wissen, was da los ist. Seine Mutter ist schwer krank und er hat quasi spitz gekriegt, dass da, wo das Feuer brennt, soll er Doktor sein. Und jetzt nimmt er seine Mutter, die schwer krank ist und brutale Stimmungsschwankungen hat und Persönlichkeitsschwankungen, den nimmt er dann mit zu diesem Arzt. Es ist eigentlich mehr Familiendrama wie Zombiefilm. Ja, richtig. Und Und eigentlich überhaupt kein Zombiefilm. Das ist es ist kein nur Zombiefilm, ist es ja nicht, weil sie Ja. Infizierte sind. Ja. Das war in der Folge schon das ja, gleiche das, Problem. das sowieso. Corby redet ständig von Und- Zombies, dabei sind sie Infizierte. Das ist so Ich blöd. kann mir das Dann nicht merken. er und der Vater gängen quasi da aufs Festland und alles ist gefährlich hin und her und sie können keine 10 Meter gehen, ohne dass sie schon wieder angegriffen werden. Er geht mit seiner schwerkranken Mutter, Okay, so weit da war's jetzt gängen auch sie nicht, so du durch, Sackel. da greift kein Schwanz so Halt ewig doch dein lang. Maul. Von Ei, 2 was Fettsäcke ist wieder denn wieder los? angegriffen und am Ende von den Teufel am Feld. Und dann war's es. Und dann ganz am Ende, wenn es zurücklaufen gibt, nur der Big Dick im Town. Dann dieses Reveal quasi mit diesem Arzt. Ich mag jetzt schon spoilern. Dieser Arzt, was da dann aufgemacht wird, aber schon ganz schön weit da haben wir schon ein geschissen. bisschen esoterisch angehaucht. Mehr sage ich jetzt nicht. Wir haben jetzt da richtig schon im Esoterischen drin. Und da- jeder, Ja, der. jetzt kann ich nicht sagen. Jo, Aber Wo das sind wir mit denn dem noch esoterisch? Knochentempel. Naja, das ist ja, da hat halt einfach was damit zu tun, dass man seine Toten ehrt. Ja, generell. Also das soll jetzt nichts mit Also, Esoterik wir zu Stück tun. meine Jo, Beerdigung fand am ich Friedhof. voll Ich kann krass. jetzt Also nicht ich noch war- weiter aussehen, weil sonst spoilern die das ganze Ding. Aber ich Ja. ich weiß, was du meinst. Und jeder, der sich dann den Film anschaut oder unsere 299. Folge hört, wo es dann über was wir reden. Aber ich fand gerade das so besonders, weil ich mir halt dann dachte, wow, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Dann das nächste. Dieser Doktor. Das ist kein Spoiler. Der Doktor sagt an den Dinglaufer einen Alpha. Und der hat ein Blasrohr. Und mit dem betäubt er den. Und anstatt dass er den dann abrackt, lässt er dann so schnarchend stehen. Also mir macht man aus dieser Bedrohung von diesen Infizierten, macht man jetzt eine Witzfigur. Weil den betäubt er dann nur zweites Mal, weil es blöd sind, dass er zum ersten Mal umbringen. Der greift aber dann nochmal Vielleicht ist es an. seine Der- Überzeugung, dass Und er dann keinen der umbringt. fängt bringt das keinen Schnorcher an. Freunde, Er bringt was keinen um, ist das ist seine los? Überzeugung, dass er Ja, keinen umbringt. ja, also Kim, Er ist ein in Arzt, dieser er rettet Welt, Leben, er rettet erzählt und mir nimmt keinen nicht. so einen Scheiß, wenn der in Nein, hau dieser rein. Welt dann auf einmal sagt, er bringt keinen Jetzt mehr was um. zum Zuhören mit Für, mir. für, Haut's Erm, ab. aber für Erm sind ja diese Infizierten kranke Menschen. Also sagt der, okay, die kann man vielleicht irgendwie heilen. Und an dem arbeitet er ja. Ja, weißt, wenn den Film der Robert Eggers gemacht hätte, dann wäre er jetzt ein Tag gesagt, mei, das ist ein sicher Wenn- gutes Drama, wenn ein Horrordrama der vor Robert dem Eggers Herrn. das gemacht Der hat hätte. so viel Meta-Ebenen, der Film, so viel Meta, ich kann gar nicht anfangen, wie viel Meta das der hat zu verzeihen. Es muss aber auch, dieses Meta muss aber auch zum Thema passen. Und das gibt der. Ja, das oder gar nicht kein her. Meta, das ist einfach schlicht. Er ist ein Aber- Arzt, der bringt keinen um. Er ist ein Arzt. Aber das Thema von So dem ein Film Er hat einen ist ja, hippokratischen Eid abgelegt. das Thema von dem Film ist ja grundsätzlich nicht eine Zombie-Geschichte zu erzählen und irgendwie logisch in einem Zombie-Universum zu sein, sondern das Thema von dem Film ist einfach das Erwachsenwerden, wie man das gestalten kann, wie der Bub zum Mo werden kann. Ja. Auf verschiedene Arten werden Fettsäcke zwei umbringen. Wege gezeigt, wie das vonstatten gehen kann und wie man mit dem Tod umgeht und mit der drohenden Gefahr, dass liebe Menschen sterben. Das ist ja die Geschichte, die der Film erzählen möchte. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie man da so drauf schauen kann, dass die Zombie-Sachen nicht passen. Weil das ist ja eigentlich nur ein Vehikel für den Film, das ist ja drumherum. Das ist eine Dynamik in den Film einzubringen und möchte eigentlich ja nur unterstützend zu der Hauptgeschichte laufen. Also der Blick auf den Film, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen dann. Wenn du sagst, das mit den Zombies passt nicht und das ist ein Scheiß, weil das war nicht so. Was sagst denn du dann zu der Hauptgeschichte? Alles klar. Die Hauptgeschichte. Immer erledigt, immer erledigt. Es war ja auch nachvollziehbar alles. Und auch dieser Junge, wie der das gespielt hat, das war ja auch super. Und ich verstehe auch, was bezwecken wollten. Aber nicht in der Welt, so wie es eigentlich sein soll, ja, dass alles mit Bedrohung ist und hin und her. Und dann schreibe ich das aber so, dass es nur dann bedrohlich ist, wenn es gerade passt oder dann wieder nicht. Und dieses Hin- und Her-Switchen die ganze Zeit, das war schrecklich zum Anschauen. Aber der Schluss war super. Nein, da Wenn wir schon Da- dabei haben, gell? können wir uns wahrscheinlich jetzt nicht hinkommen, also diese Power Ranger-Wichser wegen jemand. Also Da waren die New Kids da. Die New Also Also- die letzten 2 Minuten, was soll diese Wichse? Da haben wir gedacht, wirklich das Ende, das Finale ist schön emotional, es ist schön bodenständig und geerdet. Und dann kommen wir davon mit Power Rangers
Und ich denke mir so, was? Da bin ich ganz dicht, oder was soll die Scheiße vor mir? Aber Da war ich findest du das nicht einfach gut, dass die das überhaupt weiterführen? Wenn sie es anders weitergeführt hätten, schon. So gehe ich leider nicht mit. Echt? Nein. Weil da kommt ja jetzt dann nur ein Teil. Ich bin jetzt gespannt. Und vielleicht kommen der dann. Aber den schaust du auch vielleicht, noch. ja, freilich. Ah, Ich brauche jeden Träger Muster. Vielleicht, es ist ja, was ich mir auch schon gedacht habe, wenn ich jetzt halt weiß, oder wenn jetzt den zweiten und dritten Teil sechst, vielleicht wirkt ja dieser erste Teil dann wieder anders, weil du dann dieses große Ganze hast. Aber so muss ich nicht jetzt für mich leider sagen, haben so viele Sachen dabei, mit denen bin ich nicht klargekommen. Ja, aber jetzt mal kurz zum, da nochmal zurück zum Thema. Du hast Penis-Night gehabt bei dem Film, oder? Zum wichtigen Teil. Also, seien wir nicht besser. Weil ich hab mal schon Seien wir nicht Alter, besser, aber so ein Ding haben ist ja eine Behinderung. Der wie der Klaffer ist, den hätte er bald ins Gesicht rein, weißt du, das war ja, okay. der Okay. schluckt er die Nudel beim Laufen dann zwischen die Haxen, Ja, ja. dann druckt er dir die Hoden quasi mit zwischen die Ja. Haxen und beim Laufen, du laufst da nicht nur einen Wolf, du laufst da heiße Eier, Freund. Oh, deswegen ist der so wütend. Deswegen ist der so grantig. Ja, aber du musst jetzt dazu sagen, wenn jetzt du so einen Rärm hättest, du laufst da nicht. Dann nimmer. Dann laufe ich bloß, dann muss ich ihn wirklich festhalten Also, und dann tu auch, was ich kann. Also drum Penis-Night. Bei mir kann man damit umgehen. Wir müssen nicht durch den Wald laufen. Also ich mir jetzt nicht. Also ich mir jetzt, wenn Ich will mal einen Tag mal jetzt, entscheiden haben. Lederhosen hier und dann Zipfel, da darf man da vorne Ja, aber der die war Spitze auch lassen. 2,5 Meter groß. Zum Körperverhältnis hat der Rärm wieder passt. Na, Hat der zum Verhältnis also, passt. Also ich hätte jetzt schon gesagt. Das Na. war wie Dolly Buster, da hat's auch passt. Oh Gott. Ja, wo ist nicht? Ja, muss mengen. Also Katz frisst Mais mir jetzt Bronne nicht. Ah, okay. Ich, Ja, ich bin jetzt- schon rausgegangen und hab mir gedacht, leck mich doch. Du hast eher mit den Kriecher Ja, das war mein Ding. identifiziert, Ich oder? bin nicht aus dem Kino Ich hab mir rausgekommen. dann auch gedacht, ja, ich war einer von denen. Ja. Ja, ja. Das war meine Karriere als virus Geil, wenn er den Arm dann vom Körper wiegt und Pfanne rauszieht. Und denkt, ja, so schau ich am Sonntag aus. Ja. Geil. Geil in seinem Suit umeinander, war mal jetzt so voll bei 48 Grad. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt. Dass der Mike sein Maul halten soll. Gern, ich kann mit dem umgehen. Dann kannst du nicht, daheim wartest du wieder. Überhaupt nicht. Ich war schon im Auto. Beim aber Heimfahren. ich war schon leicht schockiert. Okay, als ich, ja. als ich deine Bewertung gesehen habe. Okay. Ja, in letzter Zeit schreibt er nur Scheiße ein. Ich schau dir mal nur seine Mr. No-Pain-Bewertung an und denkst, tut mir leid, Mike, hör mal auf, dass dein Buben das Handy gibst, dass der Bewertungen schreibt. Apropos, ich hätte noch einen guten Film mit meinem Buben angeschaut. Sollen wir das Thema vielleicht jetzt damit Ja, beenden? bitte. Ja, Und wir reden mal über was anderes. Auf einer High Note. Ja, weil ich habe nämlich die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund gesehen. okay. Hast du nicht schon vor den letzten 2 Mal extra dabei gehabt? Nein, ich habe gesagt, dass ich mich frei. Ah, okay. Also mich frei. Und mal Und dann, weil ich gesagt habe, ich finde es ganz schön beschissen, dass der erst im Dezember 25 rauskommt. Und ich war jetzt im Urlaub in Djerba Djerba. und kriege auf einmal eine Mail. Da hast du ja nie immer Internet und wenn dann einmal eine Mail kommt, dann kommen es alle. Amazon hat die Blu-ray versendet. Von jetzt auf gleich. Habe ich auch gesagt, danke, das finde ich super. Lass mich Komm raten, jetzt dann heim. Urlaub abgebrochen, gesagt, Ich hab nein, gesagt- wir müssen heim. Ja. Ab und heim. Kinder unter den Schwimmen. Arm rein, weg, Geschwommen. alles lassen. Ja, und wir sind dann daheim, haben wir nichts Besseres zum Tun. Nach dem Volkfestauszug haben wir uns mir die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund rein. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Er war bis jetzt der beste 3 Fragezeichen-Film, meiner Meinung nach. Bringt die Geschichte an sich, das Hörspiel, wie lange dauert es noch dabei? 40 Minuten. Aber sie haben den Film doch schlüssig, sehr gut, schlüssig auf gute 1,5 Stunden gebracht, indem das noch Elemente aus anderen Fällen mit reingebracht haben, zum Beispiel die Comic-Diebe. Und das streckt das Ganze ein bisschen und passt aber auch logisch zu der ganzen Grundhandlung vom Karpatenhund super dazu. Und natürlich ist es immer schwierig, wenn du Apps sagst, ich habe die Geschichte zum ersten Mal gehört vor 30 Jahren. Du hast die Personen im Kopf und auch die Abläufe oder wie dieses Hotel, wie diese oder der Wohnungskomplex ausschaut. Und die haben wirklich das so drauf, dass ich gesagt habe, hey, mit dem kann ich leben, das schaut gut aus. Die 3 Fragezeichen wären zum Fall gerufen, weil ein Künstler in seinem Haus übernatürliche Phänomene hat. Das heißt, blinkende Lichter und Wolfsgeheul und alles wackelt und mordsgruselig ist. Aber jetzt weg. Genau. Und dann fahren die da hin, checken schon mal ab, dass in diesem Häuserkomplex ein Haufen Leute wohnen, die dann alle noch näher beleuchtet werden, weil ein Kunstwerk noch gestohlen wird. Eben dieser besagte Karpatenhund. Und Was jeder. ist denn eine Karpate? Okay, Karpate, das ist jetzt Karpaten, das ist jetzt da, wo der Dracula herkommt, oder? Karpaten, das ist Rumänien, genau. Aha. Und das ist quasi so ein So, die ganzen Gläser. Ghostbusters 2. Vigo der Karpate. Ja. Genau. Aha. Ist er nicht auch Vigo der Penner?
Auf alle Fälle, dieser Karpatenhund ist eine gläserne Hundeskulptur. Und die ist ganz wichtig. Und jeder von den Leuten in diesem Wohnkomplex hat ein Motiv, das Ding zum Stehen. Und so daraus ergibt sich ein wenig so, wird ja heißen, Glass Onion. Knives Out. Knives Out, ein wenig so ein danke sehr, so ein Knives Out Effekt, weil eben jeder ein Motiv hat und dann gehen die 3 Fragezeichen eben durch und schauen, wer war's und können ein paar Leute wegreizeln, ein paar Leute kommen auf die Habenseite, ein paar auf die Sollseite und das wird dann öfters mit durcheinander geschmissen und so, dass es halt spannend bleibt. Und es war wirklich bis zum Schluss spannend und schön. Also haben es echt toll gemacht. Und ich freue mich auf den nächsten, der dann, glaube ich, auch schon im Januar kommt. Und die 3 Fragezeichen und die Toteninsel, die quasi am Schluss vor dem Film im Abspann schon angeteasert wird. Ich freue mich. Ich bin bei die 3 Fragezeichen 0,0 im Thema. Also Okay. auch hörspieltechnisch gar nicht. Na, ist es jetzt immer, also wie viele Filme gibt es da jetzt? Also mit die anderen, wir sind in der Hans, 5 Filme haben sie jetzt im Und das Ganzen. sind immer die gleichen. Na, also die ersten 2 Filme, die es gegeben hat, das war quasi mit einem anderen Team. Also das war quasi ganz weit weg von so, wie man die 3 Fragezeichen an sich kennt. Okay. Nein, ganz gibt es 4 Filme, glaube ich, oder? Die 2 alten und die 2 neuen. Auf jeden Fall, und die neuen 3 Fragezeichen haben wirklich so angelegt, wie es auch in die Bücher bzw. in die Hörspiele angelegt sind. So zwischen 14 und 16. Und die werden halt immer, die haben mittlerweile schon einen guten Ruf in Rocky Beach, wo sie herkommen, Kalifornien. Und sie lösen jeden Fall, sie übernehmen jeden Fall und werden halt dann immer wieder in Fälle verwickelt oder sie werden kriegen direkt Aufträge, wo sie quasi erfüllen müssen oder dann rausfinden müssen, wo sie da quasi Gruseliges oder irgendwas Mysteriöses irgendwie verbirgt. Und es ist halt dann oftmals so Scooby-Doo-mäßig ein bisschen. Und das finde ich halt, kennst du auch nicht. Doch, Scooby-Doo Okay. kenne ich schon. Okay. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, die 3 Fragezeichen sind ähnlich wie TKKG oder Ja, die das 5 geht Freunde. das geht auch in die Richtung. Okay. Und da ist dann oft so, weil allein schon auf die Cover, die sind immer gruselig und die Fälle heißen immer gruselig. Und es löst sich dann immer so auf, dass du sagst, das ist jetzt nichts übernatürlich, sondern es steckt immer ein Mensch dahinter. Hm, Und das gilt es dann immer rauszufinden, wer das dann quasi ist. okay. Geile TKKG. Bitte. Der Hitchcock das sagst, also ich habe die Filme nicht gesehen, ich habe nur die Hörspiele, aber Ja. Alfred Hitchcock ist der dann auch. Leider nicht. Das ist jetzt so das einzige, Für unsere Podcast-Hörer, die Frage war, ob da Alfred Hitchcock, Ja. der die Bücher auch geschrieben Ja, hat, die hat er nicht geschrieben. Vorkommt. Er hat sich quasi, das wird so Quentin Tarantino präsentiert. Ah. So war das früher. Da hat es quasi so Alfred Hitchcock ist drüber gestanden, dann Produzent. die 3 Fragezeichen. Und der hat sich da, und es ist auch in die Hörspiele so, dass der Alfred Hitchcock die 3 Fragezeichen immer die Fälle, oder oftmals die Fälle zuspielt. Er sucht dann einen Drehort für einen Horrorfilm, er braucht ein Gruselhaus, Psycho. Also, das sind dann wieder so Anspielungen auf die Filme und dann müssen die 3 Fragezeichen schauen, sie schon vorne jetzt in das und das Haus und da ist irgendwas Seltsames und da müssen sie dann ermitteln. So setzt sich das oft zusammen. Und in die Hörspiele ist er quasi oftmals der Auftraggeber, aber leider in die Filme kommt er jetzt nicht vor. Aber das war noch cool gewesen, das stimmt auf jeden Fall. deswegen magst du das so gern. Ich hab mich echt die ganze Zeit gefragt, okay, das klingt für mich immer eben so TKKG, die 5 Freunde, das klingt irgendwie nicht nach Mike. Mhm. Und ja, von dem her, okay, wenn Alfred Hitchcock das natürlich dann irgendwie mit empfiehlt oder halt da fiktiv irgendwie drin vorkommt. Das, ist, ist das schon kriegst du aber spannend. erst später mit, wenn du größer bist. Also ich hab die als Kind mit, weiß ich, 6 Jahren haben sie mir eine Schachtel Kassetten hingeschmissen. Dann hat es geheißen, die schenke da, das sind alle 3 Fragezeichen-Kassetten, die ich hab von meinem Cousin. Mhm. Und dann schaust du das an und dann siehst du den Karpatenhund. Mordsgruselig und dann die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund. Und denkst du, boah, leck, das muss voll gruselig sein. Und dann bist du eh schon so angefixt als Kind und sagst, hey, ich finde das Gruselige eher cool. Und dann haust du das ein und sagst, boah, leck, das ist wirklich atmosphärisch und spannend, aber halt nie so, dass du sagst, du, der boxst das als Kind nicht. Ah, cool. Und ich höre es auch heute noch, die Folgen. Also immer wieder, werden immer noch neue Hörspielfolgen auch produziert. Immer nur mit dieselben Sprecher tatsächlich von früher. Und Haben die noch ja, keinen Stimmbruch gehabt? bin ich ein Riesenfan. Was? Haben die noch keinen Stimmbruch gehabt? Die scheren sich noch verdächtig noch früher an. Also es ist zwar schon so, dass die dann Waren die Chorsänger vielleicht irgendwo in das kann schon sein. Ein Ringspruch Aber es ist dann zufällig? schon so, dass sie die Geschichte, weil es gibt ja manchmal schon, ich glaube, fast 300 Folgen, die entwickeln Was wie bei sie uns? altersmäßig ein bisschen, dass sie dann auch schon mal einen Führerschein haben oder so. Sowas in der Richtung. Haben wir mir noch So, nicht. ich würde gerade sagen, kann man es auch mal weiterentwickeln. Ja. Genau. Bei uns gibt es nur Pümmelwitze und Pimmelwitze. Pümmelwitze. Ich ja. find's Und voll Bodyshaming. jeder- ich Und find's voll- Bodyshaming. Bodyshaming ist ein gutes Thema. Da habe ich mir halt mit der Franz unterhalten, ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass es
keine Pornos gibt, wo nur Vollgasfette miteinander bumsen? Was ist denn jetzt das für ein scheiß Kontrast? Wir haben gerade über die 3 Fragezeichen geredet. Ja, aber gibt's weil wir jetzt gerade über Bodyshaming geredet haben, und das ist mir jetzt spontan eingefallen, es gibt ja so Fetischpornos, wo ganz dünne Leute wie der Seppi, so diese Birnen, mit die... Birnen? Ja, der Seppi Diese ist Steckerl. ja, der Seppi hat so Birnenform. Okay. Okay, So vielleicht wo? so eine Form wie das Steckerl an einer Birne droh. Ja, genau, das Ja. da meine ich. Dass die ganz fetten Pflunzen besteigen, die gibt's immer, weil das ist ein Fetisch, das sieht man im Real Life auch umeinander laufen, diese Assis. Aber hast du schon mal... Hier! Check es, He-Man, der verschwindet direkt, wo die ganzen Fette auf Ja, ist aber auch nicht fett. Ich meine jetzt, dass man so wie die fette Frau genauso einen fetten Mo hat und dass die miteinander Koitus verüben. Hast du jemals vor euch schon mal so einen Porno gesehen? Erstens einmal, ich hätte nicht danach gesucht. Deswegen Deswegen weiß ich es vielleicht nicht. Vielleicht hättest du es ja vorgeschlagen oder so, weißt du, ab und zu, was zu sehen. Bisher nicht. Weird Das Stuff ist- hier. Aber Ja, bei- genau. das hast du vorgeschlagen, You're ich geh looking noch for ins weird Videothek. stuff, maybe you like this. Nein. Aber ich sag das, keiner, wir haben ja drüber geredet und sie hat mit Freundinnen und Bekannten drüber geredet, es gibt keinen, oder ich weiß ja vom Publikum Es schon mal gibt irgendjemand da- Porno gesehen, nur mit Fettsäcke. Es gibt wirklich Leute, die reden im Freundeskreis über sowas. Ja, wir haben uns doch auch schon über Ach, Pornos da möchte unterhalten. jemand. Nur Fette, eine fette Frau und einen fetten Mo. Keiner hat irgend so ein Porno bis jetzt gesehen, oder? Vielleicht war das eine Marktlücke. Ja, Ja, nix, na klar. Tu nicht so, als wäre selbstverständlich. Porn durch. Ja, ich hab auch Porno durch. Habt ihr das durchgeschaut oder was? Ja. Und das letzte Mal- Lügenbaron. hochgeschaut. Lügenbaron, hat er Wenn von man der Pornhub durchschaut, kriegt man dann da am Ende so ein Schild, so wie bei Ja, YouTube. schicken es da haben. Wie bei YouTube. Wie bei YouTube 100.000 Abonnenten kriegst du gute Plaketten. Aber, Und das ist ein goldenes Klinikspackerl. Ja, genau. Ja. aber drauf, hat noch keiner gesehen, oder? Nein. Man hat einmal einen Hammy-Scheiß auf WhatsApp geschickt gekriegt früher oder so, als es mir aktuell war diese Zeit. Ja. Und es waren immer äußerst korpulente Frauen von äußerst schmächtigen Seppis, die bestiegen worden sind. Aber es waren nie äußerst korpulente Frauen, die von äußerst korpulenten Kane bestiegen worden sind. Also das hat es nicht gegeben, sondern immer nur Kontrastkino. Immer nur so. Und nie so. Also ich finde es mega interessant, dass du das Thema ansprichst, nachdem du selber sagst, wir sollten uns unbedingt weiterentwickeln. Da habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, wir tun das nicht. Ach so, das war So, Feststellung. bei uns gibt es so Pimmelwitze. Okay. Und eben dann ist mir das eingefallen, dass zu wenig Kameras auf korpulierende, Koitus ausübende, runde Menschen gibt. Fullzwing. Sauberzwing, ja. Okay. Aber das wollte ich nicht mehr wissen, also vor euch noch auch keine. Ja, ne? also unbefleckt, die unbeflecktes Tuch, 3 unbefleckt. Fragezeichen und der Karpatenhund. Cool. Gibt da eine Empfehlung auf jeden Die Fall. sind nicht fett, oder? Bitte, so kommt Nein. keiner mehr mit so Kinderserien daher, weil dann kann man nicht mehr sehen, aus, wie sie aus. Ja, mal auf die Kinderserien. Hey. Letzte Woche war ich auf einer Zeltdisco, Viva la Fiesta wieder. Da bist du mit meinem Alter, Ende 20. Schluckt der Pedro da ganz schön aus auf dem Festel. Leck mich am Sack hier. Er schluckt nur aus. Schauen darfst du, einen Hunger darfst du holen. Oh Gott. Was ist Ich schwitz. Einen Hunger darfst du holen. Ja, hallo, die sind alle mindestens 16. Ja, ich glaube, das ist so der Moment, wo wir die meisten abschalten. Und so, Ja, genau. okay. Und die meisten 16-Jährigen einschalten. Sollte man nicht zu den Fragen übergehen? Ja. also ich können nur wissen, Ja. ich bin wortextechnisch durch. Ja. Ja, Schau, du hast nur eins dabei gehabt, oder? 3 oder so. Also gelungen. Ja, ja. Das Einzige war, das ist für mich so ein Dreck oder so eine komische Alltagssituation. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn es zum Bäcker oder zum Metzger reingeht. In dem Moment, wo es reingeht, wird es sofort angeschaut, was willst du essen? Wie mit dir, ist euch das schon mal aufgefallen, wie komisch das ist? Mir noch nie Nein, passiert. So ein Lohn nicht. Was soll ich das? Du gehst da rein und schaust so, was willst du haben? Dann sag ich, ja, ich schau noch gerade. Bei Becky oder so ist es auch das gleiche. Was willst du haben? Ich schau noch gerade und schaust du so. Beim Mackie muss man mit niemandem mehr reden. Du kannst zu dem Terminal Ja, gehen. darfst Ja, du stimmt, kommen. mittlerweile darfst du gar nicht mit dir reden. Aber Nee, da unsere, werden sie richtig fuchtig, gell, wenn Ja. du mit denen redest. unsere, ist der Automat. Ja, sage ich möchte aber bitte Helf mal. oldschool bestellen. Ich bin 40 Jahre alt, Freund. Ich kann das Ding nicht bedienen. Sonst gehe ich hungrig heim. ja, was soll ich machen? Das ist doch scheiße. Für was habe ich denn vorne nicht Sitz zum Ohlorn an? Ja, für wo stehen sie denn dann da an der Kasse? Der Sitz zum Ohlorn ist für die 80-Jährigen zum Ohlorn und zum Bestellen. Also, da müssen sie da hinten bestellen. Ich muss gerade schauen, dass meine Kasse nicht davon fliegt. Ja. Leuen da Was soll das? Aber unsere Bäcker und unsere Metzger, die sind so erpicht drauf, sofort was zum Verkaufen, das nervt mich direkt, weil ich kann mich da, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich gehe da rein und es sagt sofort, was willst du essen? Und ich mir so, Hast du da was an, wenn du zum Bäcker gehst oder zum Metzger? ja, weil sonst sollten sie ja wahrscheinlich nicht sagen, was wollen sie essen. Jo, weil vielleicht wollen sie, dass du schnell wieder gehst. Ach so meinst du? Vielleicht hat er ja was an, aber das, was er anhat, sorgt vielleicht für Verstummung. Ja, das kann er sein. Na, die Hosen habe ich nicht angehabt. Ja. Ja, wo kauft ihr das ein?
Bei uns ab Landau Richtung Rottal schreien die alle sofort an. Okay. Nein, bist bei du- uns geht's. Muss ich auf Also den ich muss ganz ehrlich sagen, Wohlstoff ich, einkaufen. ich bin jetzt schon sehr interessiert. Wo warst du? Ich sage ab Landau Richtung Rottal. Was hast du denn da alles? Eicherdorf, Simbach, Anstorf. Anstorf ist ja schon Rottal. Ab da wirst du nur noch angeschrien. Okay. Außer stehen schon zwei Leute Da vor muss ich dir. aber fairerweise dazu sagen, dass im Rottal der Umgangston halt, wenn jemand normal mit dir redet, Es stimmt auch wieder die Beine schon recht, ja. Aber wie gesagt, das geht ja schon in Landau los. Sobald da keine Kundschaft vor dir ist, schreien sie die an, weil die haben anscheinend absolut keinen Bock mehr drauf, dass sie länger als 1,5 Sekunden warten, bis du bestellt hast und die wieder verpisst. Aber ist es bei anderen auch so? Oder ist dir das komischerweise immer nur bei dir aufgefallen? Nur bei Bäcker und Metzger, und ich hab das jetzt auch schon öfter von anderen gehört, aus unserem Geil. Wie gehst du denn da rein? Also gehst du da rein und sagst, hallo! Nein, ich gehe mittlerweile recht duckmausert. Weil das ist schon ein bisschen. Ist schon oder was? Ja, weil das ist fast, als da die heim zum Mom kommen, da bin ich auch sofort angeschrien. Mittlerweile mache ich die Tür so vorsichtig auf und schaue erst einmal, ob ein paar andere drin steht, weil dann weiß ich, wenn keiner drin steht, will ich sofort angeschrien. Und ja, dann gehst du da rein und so, was willst du essen? Dann sage ich, kann ich nur kurz schauen, ja! Ich so, Das lässt schon dazu. ja, aber halt dann geht die halt so. Beobachte ich ganz genau. Und geht die ganze Zeit so mit, wenn du ein bisschen schaust. Also ich kaufe halt dann einfach schnell Druck in das Semi und gehe. Ja, gescheites. Und eine Handwurst beim Metzger. Was möchtest du sonst da? Da lässt du dann auch wieder anschreien. Ja, also ich sage, es sind Metzger und Bäcker bei uns. Ansonsten ist, weil ich gehe mit zum Expert rein, da wärst du nicht zum Fernsehstand hinterher, wenn so, was ist das für ein Fernsehen? Ja, da verstecken sie ja von dir. Ja, das eben, ist ja. das andere Extrem. Ja, Entschuldigung, oder wie der Baumarkt, ja, da verstecken sie sich auch. ja, genau, wenn man dann fragt, Entschuldigung, seid ihr dafür zuständig? Na, Ja. und weg. Ja, anderer Kollege, na? So wie ich damals meinen Dyson-Staubsauger beim Mediamarkt kaufen wollte. Und ich wollte noch wirklich Kaffee, ich habe das Geld im Sack gehabt. Und dann sage ich möchte den bitte probieren, der ist leer. Ich möchte nur mehr, weil die haben einen Mordsteppich Das drin. einmal gespürt, Ich möchte nur spüren, dass er läuft. Dann möchte ich nur diesen Stecker, anstecken und einfach nur mit schnell so einen Quadratmeter Das machen. ist mein Ding, ich möchte Dann einfach hat mal ich Sound. gesagt, den hol ich jetzt nicht. Hast du das Sag ich, was ist los? Dann kaufe ich ihn im Internet. Und dann bin ich ausgegangen und dann war die Schwung die wieder mal off. Dann habe ich schon auf Kaufen geklickt. Und dann hab ich gedacht, du blöde Sau. Okay, Ja, klar. also Den ist Card, den hol ich jetzt Mediamarkt Saturn wieder ein Sponsor weniger. Also Mediamarkt, Straubing. da Sehe ich ist unsympath Service mega als Sponsor. Genauso wenig wie ein Metzger oder ein Bäcker haben wir hier. Ich lasse mich nicht anschreien. Schiffei kann ich überhaupt nichts Schlechtes Klang- verzeihen. Ist mir scheißegal, ich lasse mich nicht anschreien. Es klangt daheim bei der Mom, aber nicht beim Sandwich kaufen. Okay. Das stinkt So. auch. So, hat Jetzt, noch jemand was für die Überlex? Na, Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu unserem lustigen Part über, und zwar die Community-Fragen. Ich schüttel schon mal Ihr ein bisschen hattet Lösung. die Möglichkeit, dass ihr Ich geh jetzt gleich einfach online mal uns pissen. schon Fragen Das ist schickt. sexy. Das haben ganze 7 Leute wahrgenommen. Ich Der fang Rest Montag ist ist hier vor Ort erschienen und hat hier nochmal einen Stapel Fragen abgegeben. Wow. Und Ihr müsst, Ja, ihr müsst jetzt mal kurz zu dritt machen, weil ich sage, wir sonst nicht Hosen. okay, Sag's, wie es die ist. ersten Fragen beantworten wir ohne einen Kani. Warte mal, das ist jetzt voll super. Er hat das Mikrofon dran, das ist super bei die nackte Kanone, Ja, das wird wo der gut. Frank Ich muss mal Drabin gleich Ich beigericht muss mal Hosen hier mit zum dem Brunzen geht. Ja. Und dann, wow, oh, oh, oh. Scheiß. Das wird jetzt, ist jetzt dann auf der Tonspur. Das wird stark. Das wird auf alle Fälle in die Outtakes Das wird lustig. verwendet. Ihr Herz ist dann auf jeden Fall bei YouTube dann, ja. Also wir werden es dann drin lassen. Ja. Ist eine gute Idee. Ja, Richtig. Das kann man machen. Ja, wahrscheinlich jetzt lässt es da gleich draußen dann Ja. noch über uns. So ein Scheißdreck. Das geht ja noch nicht rauchen. Boot heim. Aber sollen wir trotzdem anfangen? Fangen wir Ja, an. fang an. Gut, der Philipp, der Dragon Cry 8 hat uns geschrieben. Da ich leider nicht dabei sein werde, heute in Straubing nochmal von mir liebe Grüße an die 4 besten Podcasts der Welt. Sagen wir am Kali nicht. Nein. Oh, dankeschön. Ganz wenig Applaus. Der Applaus wird immer schlechter. Die haben jetzt dann Aber jetzt und natürlich auch an die Community, die im Gegensatz zu mir heute anwesend ist. Pharisäer. Pharisäer. Ja, da hat er noch geschrieben, während ihr das hier lest, bin ich gerade voll am Death Stranding 2 zocken. Ach, schon her. Als wenn ihr das gewusst hättet, anscheinend. Wenn wir nächstes Mal im Talkthrough ein bisschen knattern. Genau, und ansonsten, er sagt nochmal großes Dankeschön an die fabelhafte Unterhaltung und wir sollen weiter so machen und so bleiben, wie wir sind. Das hätte ich mir manchmal nicht wünschen. Ja, das ist ein Ja. sehr harter Wunsch. Und I potato you. Wow. Sehr schön, vielen Dank. Der Huber Chris sagt, welcher ist euer gemeinsamer Lieblingshorrorfilm? Mit dir jetzt diese Leute offensichtlich.
Der hat für manche mehr Horror wie für die anderen. Ja, Smile Gemeinsam 2, oder? Also, Smile 2 war schon cool. das Ja. war ein gemeinsames Kinoerlebnis. Das war durchweg positiv. Aber ich glaube, es ist, ja, geh mit, der war schon gut. Smile 2? Also, jeder jetzt hat einen alten Klassiker. Ja, aber die müssen wir miteinander, er muss uns ja miteinander gefallen. Ja, aber Smile 2, der hat uns alle praktisch das Hirn rausgerissen. Ja, das vor war allem, schon Wenn du krass. den dann im Kino gesehen hast, waren wir alle, da haben wir ganz schön lange Gesichter gehabt, wenn wir raus sind. Ich hab gedacht, das wird der schlechteste Film aller Zeiten und da war ich total geflasht. Den ersten Teil gehasst, oder? Ja, Ja, wirklich. Was ist mit Hitchet? Hitchet. Headshot. Ja, genau. Bin ich dabei? Englisch, das kann ich nicht. Was ist damit? Also der Conny und ich werden wir uns da auf jeden Fall. Es sind 1,5 Stunden am Stück mit Bier trinken, das geht nicht. Okay. Also, Kani, die Frage, nachdem der Seppi ja jetzt kurz schaut, was du gemacht hast und auch lustige Einspieler produziert. Was darfst du sagen, ist unser gemeinsamer Lieblingshorrorfilm? 28 Years Later. Haben wir schon gehabt. Haben wir schon gehört? Ah, denk nochmal nach. Kann ich sein Pick war gut. Terrifier 3. Ah, fast. Es ist die Sehr gleiche Woche. Gleiche Woche, dann war es Smile 2. Ja. Und, das da sagen. Ja, den kann man schon mitlaufen lassen. Ich hätte jetzt auch gesagt, bevor es zu kompliziert wird. Da Ja, steht ja, irgendwie genau. noch, freu mich auf die Diskussion. Gab gar keine Diskussion, leider. Bitteschön. Über was sollten wir diskutieren? Wir sind wir uns immer einig. Immer. Der Gessinator fragt, habt ihr einen Freund? 3. Sind auf der Bühne. Echt? Mei. Ich habe auch 3, ja. Es sind keine Freunde, haben wir noch mehr Fragen gekriegt? Haben wir noch mehr Fragen? Ah, Du Es Scheiße. sind keine Freunde, es sind Brüder. Holt sich jeder mal was zum Trinken. seid wird ihr uns verrückt? Okay, gut. Ja, ihr halt dann. Ja, Ja, mir. passt, Ja, Ja. gut. Seppi hat keine Mitsprache. Sepp ist am Arbeiten. So, der Basti fragt, wenn ihr ein Zitat aller Kritiker für ein Filmplakat geben dürftet, für welchen Film wäre es und wie würde es lauten? Ah, das ist so gut. 28 Years Later, Penis Night auf die Leinwand gebracht. Oder Steroide sind geil. Kennt ihr euch auch so? So schwierig. Okay, Scheiße. Ja. Es dauert zu lang. Einschlafen ein. Sag ich's. Pitch mal einen Film. Scooby-Doo, Realverfilmung, Teil 1. Oh, den habe ich nicht gesehen. Brennt dir die Netzhaut aus dem Kopf. Passt. Okay. Und du machst für The Revenant. Mit dem Leo. Ja. Okay. We love Indians. Lieber mal anders genießen. Ja, genau. Der Knedelwutzler fragt, Servus, wer wäre euer Traum-Podcast-Gast? Kann leider nicht dabei sein, aber macht's weiter so, macht immer Spaß, eure Folgen zu hören. Ja, das tun wir. Ja. Das tun wir Lieblings. So, Lieblings-Podcast-Gast. Wir haben ja schon, nachdem der Florentin Will ja bereits hier im Podcast war. Ich mir hat einen Schröckert von der Kino Plus. Ich habe jetzt gerade einen Florentin Will genannt, jetzt gibst du mir den Schröcker Ja. daher. Okay. Ich glaube, der ist lustig, den mehr ich. Okay. Ich bin mir echt nicht sicher, ob also zum einen Daniel Schröckert unseren Podcast wahrnehmen würde. Nie. Der versteht Nie? ihn, glaube ich, nicht. Ja, es sind unterschiedliche Dialekte. Ja, ich glaube auch. Das war für den eine andere Welt. Ich glaube, dass er es nicht versteht. Okay. Ja, interessant wäre schon, aber Lieblings-Podcast. Ja, ich hätte ihm gern zu und ich möchte ihn gerne mal nicht da sitzen haben, weil dann das meine nicht aufbringen wahrscheinlich. Aber ich möchte mit ihm eine Folge aufnehmen. Okay. Das kriegen wir jederzeit zusammen. Ja, dafür muss ich eigentlich jetzt da nicht nennen. Ich möchte einen Johann König dabei haben. Echt? Geiler Affe. Johann König war super. Ja, und Amen. ich bin nach wie vor, das haben wir glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, Kurt Krömer. Also ich glaube, dass, Immer war auch geil, ja. dass der Krömi schon richtig geil da in das Format reinpassen Den wird. kenne ich nicht. Den kennst du nicht. Du hast LOL nicht gesehen, oder was? Nur eine Folge. Eine Folge. Ja, der Mike ist ja humorbehindert. das Ja, ist da haben wir gedacht, wer lacht denn bei sowas und hab's ausgemacht. ja. Okay. Der Mike hat dann Polizei, die mich rein tun, hat da gelacht. Absolut.
Bin ich voll dabei. Seppi, du kommst genau zur richtigen Frage. Die geht aber nicht in deine Richtung. Oh. Der Huber-Sepp fragt, wann zeigt Kani Stinkloch? So. OnlyFans, schon lang passiert. Okay. Drittes Steady-Abo, sechstes. Ja, immerhin. So, eine zweite Frage vom Philipp. Was sind eure Pläne für die Zukunft des Podcasts? Sind es mehr Unboxing-Videos, mehr Livestreams Mehr Geld verdienen auf oder alle vielleicht Fälle. sogar Mike im Gaming-Format? Uh. Haben wir ja schon ein bisschen. Wir haben ja schon einen Robocop miteinander gemacht. Stimmt, ja. Also müsste der Mike eigentlich nur noch bei Zockerabend dabei sein. Aber Ja. Was sind denn jetzt unsere Pläne für den Ja. Podcast? Da voll leben. Ja. Übermann. Klare Sache, ab morgen da voll leben. Okay. Dann sollte man marketingtechnisch. Kein einstellen, weil das kostet uns wieder Geld, von dem wir dann eigentlich leben wollten. Ja, du investierst erst bei, damit du dann wieder Ja, Umsatz machst. investieren. Unsere Bundesregierung interessiert das auch nicht, dass man vorhin investieren muss. Also bitte. Doch, genau so kämen die ja daher. Die sagen ja Sondervermögen, hier mehr investieren. so, ja. Sondervermögen ist super. Das ist auch Sondervermögen. Wo ist das wie für eine Mobilisation Sondervermögen? Ich erinnere mich nicht. Ja, wir haben ja jetzt vor kurzem ein neues Format eröffnet, das VLM Insights, wo wir ja nochmal ein bisschen eben mehr die Community mitmachen wollen. Deswegen gebe ich die Frage genau so zurück. Was wollt denn ihr bitte schön mit Aber unserem echt, Podcast als nächstes Mal? Und Unboxing gibt es auch mehr, wenn wir mit einer Steelbox kriegen. Super. Ja. Livestream zocken mit der Community. Zum Beispiel. Dann Genau. machen wir ein Mario Kart Turnier. Aber auf der Switch. Ja, Auf Super Nintendo. Auf der Nintendo Wii. Super So. Nintendo. Dann wieder eine spannende Frage. Wer war vor dem heutigen Event am aufgeregtesten? Ich nicht. Ich nicht? Ich Auf hab dein sogar ein Maul. Video, ich hab 2 von 10 angegeben, wie er aufgeregt Ja passiert und? bin. Ich gar nicht. Ich hab -8 gegeben auf dem Video. Ah, gut, ich hab plus 2. Schau her. 2 von 10. Ich habe Wie 5 wirst- gegeben. 5, Ah? okay, wie viel hast du gegeben? Ich war nicht auf dem Video, ich hab gar nichts so gegeben. Franzi hat doch ein Interview mit dir gemacht. Franzi, was Ach, ist ihr da 15 los? von Hast du 10 ihm nicht okay. interviewt? Ah ja, er hat 15 von 15 10. von 10 habe ich Also also, 15, Sepp, also stimmt, dann warst du am Seppi, aufgeregtesten. Okay, Okay. definitiv. Krieg ich jetzt irgendwas dafür? Nein, Äh, Kani, ist er wirklich so krumm? nein. Das wieso- ist, die Frage hat sich klären, wenn man ein OnlyFans-Abo macht. Erstens mal das. Man muss Aber- aber dazu sagen, das Mings, wenn es krumm sind. Das Mings, also das kann ich euch sagen, Mädels Mings, wenn er krumm ist. Dann, Da shoppt er richtig geil. dann steht da, Corby, ich will ein Kind von dir. Das ist keine Frage, Leid. Das war die Frau, die das geschrieben hat, oder? Auch dann ist es keine Frage. Ah ja, lass er damit durchgehen. Sag ich vielleicht. Okay, vielleicht. Wie war euer Stuhlgang heute Morgen? Das ist, was du aufschreiben magst. Zwiebelig? Zwiebelig. Mehlig bei mir. Heiß im Abgang. Gut. Langweiliges Sau. Also der gleiche Fragesteller möchte nur wissen, wer ist das größte Mobbing-Opfer der Gruppe? Das bin aber ich. eigentlich, Oder er. Eigentlich ist Immer, der immer Corby. der mit dem habe ich gerade redet Also wahrscheinlich. ich, ich darf auch sagen, dass ich das wechselt. bin. Ja, stimmt schon. Ja. ja, du bist Ja, aber ich ein Vollidiot, also tut mir leid. Was soll denn da? Du sagst das selber aus. Was? Was? Eisel. Was soll ich sagen? Ja, das ist doch mal erfrischend, oder? Ja klar, aber dafür wirst du verarscht. Das ist wie in der Schule, ist auch erfrischend, wenn du einen Vollidioten dabei hast. Für alle anderen. Weißt du, was wir ein Problem haben mit Mobbing? Das heißt, wenn das Mobbing-Opfer weg ist, sind da alle traurig, oder was? Ja klar, ist ein Stück langweilig dann. Also das heißt, wenn ich weg bin, wird der Podcast sofort eingestampft. Ja, voll Ja, langweilig. Mann. Das Mobbing-Opfer ist ja der heimliche Star quasi. Ach so, Das okay. verstehen die Mobbing-Opfer aber nicht, dass sie eigentlich der Star sind der Geschichte. Wow. Manchmal Und ist gehen es jetzt aber nie auch so. richtig damit um und dann passiert selbst im Also ich wünsche mir, dass es im Thumbnail drin steht. Mobbing-Opfer sind die Ich heimlichen habe aber auch Stars. schon Ja? von Leuten gehört, die sagen, der Corby ist eher aus Sicht der Dinge. Weil oftmals haben Leute, die uns hören, die Sachen auch noch nicht gesehen, die du nicht gesehen hast. Und dann fühlen die mit und dann So. schauen die dann teilweise Sachen, die der Corby dann auch geschaut hat oder schauen hat müssen, weil die sagen, das kann dann gar nicht so schlecht sein. Das reißt jemanden im Publikum. Also du, Ja, toll. du bist quasi die Sichtweise von unserem Publikum Nicht ihr teilweise. jetzt, aber die Frage, ob wir wieder offensichtlich einen Großteil minder Bemittelter haben, die uns zuhören.
Ist mir egal, wer zuhört. Okay. Ja, mir prinzipiell auch, es geht nur um Nein, Klicks. gar nicht. Klar. Geht nur um Klicks. Achso, ja, stimmt. Also die können sein, wie es wollen, aber fragwürdig, wenn es So, und die letzte Frage Also von dieser. Mobbing-Thema. Moment. Die letzte Frage der Karte ist. Und wer ist der größte Mobber? Mike, So, ihr drei. Mike, klare Sache, der Mike. Mike ist ein riesen Hurensohn, immer das Gleiche mit dem. Jede Folge. So Honey. blöd Film. Platin Sinners bewertet der heute spielen Schwarze mit, das ist nicht mein Film. Ja klar ist nicht der Film. Mobbing, zack, nur weil es schwarz Das sind. stimmt doch nicht. Ich stelle eine Frage über Pornos mit Fette, ist nicht mein Porno, schade, nur weil es fett sind. Bodyshaming schon wieder. Ja, eben, Ja. 20 Years as later ist nicht mein Film, weil es riesige Schwanz haben. Ja. Also, Keine alles, was Mitschwätzen. nicht ist wie der Mike, das mobbt er weg. Drum, Mobbing, Krone, Mike. Gut. Also, Jetzt jetzt alle Dinger, was willst. ja, richtig. Vielen Dank, Kani, für die Beantwortung der Frage. Ja, sehr gern. Du sehr selbst. Jetzt mit Worten gemalt. Du selbst, mein Ich fühle Freund. mich hier nicht angesprochen. Habt ihr euch immer lieb oder wird auch manchmal gestritten? Wer hat denn das geschrieben? Hört keiner von euch unseren Podcast? Der meint wahrscheinlich off-record wahrscheinlich. Ja. Streiten wir uns. Also es Also kommt in immer lieb. jeder guten Beziehung einmal vor, dass man streitet, aber man muss ja wieder vertragen. Versöhnungsex ist dann unsere Antwort. Jeder mit sich selber Freiwillig. dann. Onlyfans, Jeder, Onlyfans. jeder mit sich selber dann quasi. Oder Onlyfans, wie will einmal Movilusion Gangbang. Bang, bang. Bang, bang. Seppi, streiten wir uns ab und zu? Wir diskutieren da die Ja. Streit kommt eigentlich. Ja, das ist schon zwar lauthals diskutieren und einer von unserer Gruppe droht demjenigen am meisten Schläge an, wenn Ja. er dann das nächste Mal live sieht. Ja. Das Oh. ist ganz schlimm mit Mike. Ganz schlimm. Gerade weil er Schreiner ist und weil er handwerklich arbeitet, denkt er, er hat viel Kraft und kann Ja. alle wichsen. Dass ich gescheit ausheben kann. Denkt er, ist Biroler Zipfel, ich wichse ja sowieso. Wenn ihr streitet, wer fängt an? Also für alle Leute, die zuhören, das haben wir jetzt drei Leute auf dem Kandidat. Ja. Gesamten Publikum. Das Publikum und alle haben sie teilt. Die haben alle auf Mike Date. So, jetzt kommt eine Filmfrage. Oh, Serbien-Film oder Cannibal Holocaust? Ich habe Cannibal nur Holocaust. Cannibal Holocaust gesehen, deswegen kann ich nur Cannibal den Holocaust. beantworten. ich will ein Mashup davon haben. Gott, was ist los mit dir? Alter. Das war einfach mal Es war wurscht. wirklich der most controversial Horrorfilm ever Ja. made. Mit Tier-Snuff und. Und, Nein, das sag's nicht. ich sag's Ja, nicht, passt. aber... Das ist krass. Aber ich Cannibal Holocaust. Ja, Rein. Achso, nein, Ja. ich Mashup, ja. Ja, raus bei beiden. So beide nicht gesehen und hab's auch nicht vor. Das ist Warum? Ja, Gott, was krank. Das ist ein Klassiker. Du bist ein kranker Scheiß. Nein. Zumindest einer davon. Oh! Mein Oh, Holflasche. also, das war jetzt schon hart. Weißt du, gehst immer zweit. Aber diesen Streit hast du angefangen. Ja. So, Podcast geplant demnächst mit weiblichen Gästen. Haben wir Ja, ja schon. Haben wir ja schon. eine ist angefragt hier. Nach wie vor die Pornodarstellerin, Nein, oder was? nein. Die schreien mir nicht zurückgeblieben, Brunzen. Komisch. Was auch nicht. Die haben anständig anscheinend immer einen Mund voll zu tun. Darum haben sie keine Zeit für Podcast, aber ich habe ein Regisseurkollektiv ja angefragt. Aber vergessen zu antworten. Also das sollte ich vielleicht demnächst mal machen. Ach, die haben sogar geantwortet und du hast nicht zurückgeschrieben. Cool. Ich habe nicht zurückgeschrieben. Alle Mails sind als gelesen drinnen und ich muss zurückschreiben, das Arschgeigen. Diesen Streit hast du angefangen. Was ist Also, von dem her ja. Irgendwann sollten mal Mädels dabei sein. Fühlt ihr euch untenrum frisch heute? Nicht mehr. Ist schon lang vorbei. Schon lang vorbei. Ja. Lüge. Volksraumbiotop trifft sehr. Gott. Endor. Wie motiviert ihr euch immer, würde neue Folge. Entschuldigung. Was? Wie motiviert ihr euch immer wieder eine neue Folge aufzunehmen? Skate. Schon. Was zum Teufel? Okay. Ja, vielleicht. Mike, das bleibt unter uns. Ach so, okay. Seppi. Bei mir sind es Frauen. Ja, Bei der dir ist Fame, Koks, absolut. oder? Seppi, bei dir ist Koks. Ja, der Koks, Fame, die liebevolle Gemeinschaft.
Ich bin jetzt aber auch schon öfter gefragt worden, warum dass man so einen Kass überhaupt macht. Und ich habe dann geantwortet, ich liebe einfach das, über Filme zu reden. Aha. Und da eigentlich nie jemand zuhören mag, aber da müssen es dann. Ja, genau, vor allem sie müssen. Sie müssen. Ne? Ja, da gibt's kein. Macht Spaß, fertig. Ja. Ja, Braun, Koks, also alles. ich muss sagen, es gibt manche Folgen, die finde ich jetzt tatsächlich selber nicht ganz so spannend. Aber Ja, eigentlich die über spätestens. Diego Maradona war jetzt nicht Na, so toll. die war super. Also, das habe ich nicht gewusst, die war Ja. nicht dabei. Jede Folge über Doku ist grandios. Ja. Aber meistens ist halt so diese Dynamik, die zwischen uns entsteht. Es ist manchmal ein bisschen natürlich over the top. Ist nie gewesen. Da gibt es ja dann danach heftige Diskussionen, das merkt ihr ja immer gar nicht, dass man dann sagt, Kani, hey, du bist wieder ausgerutscht und sagt, oh, Richtig. sorry, so, war mir Braucht nicht sich ständig klar. über Pädophilie-Witze machen, gar nicht, das geht Ja, nicht. ja, Sag ich, ja. warum nicht, wenn Kinder geil sind? Der Seppi zum Beispiel hat die Woche ChatGPT gefragt, was denn ChatGPT so über Viva la Movilusion Ja. weiß. Ach ja, das ist jetzt ein guter Satz für die. Und dann spuckt es doch tatsächlich aus. Das ist ein Podcast für die ganze Familie. Der ist besorgniserregend, du. Das hast du gar nicht du geschrieben. Nein. Ach so. Das Ja, Internet das meint ist- das wirklich. Ja, das ist. Das Internet werden sie nie durchsetzen. Nie. Ja, hoffentlich. Das Ja. sollte Beweis dafür sein, dass man nicht blind auf die KI vertrauen soll. Das ist der endgültige Beweis, ja. Was sagt ihr zum Stranger Things Finale? Was soll ich denn sagen, das läuft doch nicht. Ich kann sagen, dass ich mich frei. Ja, ich fand Ja, ja, das auch, aber Ja. sonst gar nichts dazu sagen, wir haben die dumme Frage gestellt. Du Vollidiot. Das ist jetzt das Einzige, was du zusammengebracht hast jetzt auf die Stunde. Toll. Nein, die andere Frage davor war auch von ihm. Ah, Okay, Entschuldigung. Na Entschuldigung, gut, alles blöde super. Frage soll genehmigt sein. Du Vollidiot. Also hier steht, ich kenne euch leider gar nicht. Was tust du da? Warum tust du dir das so? Aber ich habe eine Frage. Ja. Wer ist der Leadsänger von der Band? Wer ist der Leadsänger von der Band? Seppi. Der Mike hat draußen getrellert, der muss sein. Hier, Seppi, du hast wieder mal die Bühne für deine Band. Erzähl. Ja, die ist jetzt momentan auf Eis, da gibt es leider nichts zu erzählen. Also, von dem her, ja, Aber er kennt uns nicht, aber er ist zumindest jetzt ein treuer Hörer. Ab sofort bist du treuer Hörer, gell? Ich habe schon eine Bunde da. Sehr schön. stark. Sehr schön. Super. Abonniert. Sag nur den Titel von der Band. Was ist das? Schweinsmove-Illusion. Everybody needs a hobby. Oh. Dann, wie viele Hoffentlich sagt man das. Berührungsbiere, nicht Berührungsbiere, sondern Beruhigungsbiere sind davor vor dem Podcast getrunken worden? Von dem Heiligen. Ich hab 2 gehabt. Ich war Radler brav. Ich hab 2 Radler getrunken. Ich hab jetzt das dritte. Ich glaub. Ja, aber das ist ja währenddessen. Was hast du denn davor gehabt? Davor habe ich eins gehabt, also ich habe jetzt zwei Du währenddessen. hast davor 1 gehabt. Ja, davor. Und, Ja, da warst du auch und getrunken. 2 Flaschen Wasser habe ich getrunken. Okay. Tatsächlich kein Joint für mich. Okay. Wow. Jointfrei sein 03. Wie nervös ist der Mike? Haben wir schon gehabt? Nee. Also bist du 2 von 10. 2 von 10. 2 Okay. von 10. Seppi, wie läuft's mit der Band? Schlechtes Thema einfach. Ja, okay. Wie sieht's gerade mit dem Kani seinem Bitte nicht. Nicht schon wieder eine krumme Gurkenwitz-Frage. Arsch aus? Was? Sumpfarsch. Sumpfarsch. Okay. Also da fehlt aber dann das F, Leute. Okay? Also Mann, ja. es kann Sumpfarsch heißen, es kann Sumparsch heißen. Also ich kann zwar zusammenreimen, auch wenn der Fragesteller offensichtlich ein schwacher Legastheniker ist. Mein Sumpfarsch ist ganz in Ordnung. Da ich gestern stocknüchtern war, gibt es heute keinen Sumpfarsch. Was ist denn ein Sumpfarsch? Ja, das ist, wenn du am Vortag 14 Weißbier so fährst und am nächsten Tag nur auf dem Klo. Sauf heute mal 14 Weißbier und sitze morgen aufs Klo, dann weißt du, was ein Sumpfarsch ist. Dann rufst du dir Verwirrung. Okay. Also es kommt relativ selten vor, dass ich 14 Weißbier trinke. Es ist unangenehm, Ja. aber halt. Was war das für eine Situation, wo du 14 Weißbier getrunken hast? Das ist ein Dienstag. Ja. Bewerbungsgespräch. Wen aus der Formation würdet ihr rauswerfen oder austauschen, wenn ihr könntet? Alle 3. Space. Wenn nicht sogar alle 4. Frage, zwei sollen noch übergleichen. Stimmt, eigentlich haben wir ja. Und dann alle 2. So, Seppi? Ich hätte so gern coole Leute dabei. Wie war die Frage nochmal?
Wen aus der Formation würdest du rauswerfen oder ersetzen? Es geht rauswerfen, Und er sitzt. dann kannst du praktisch nur einen beleidigen oder du sagst dann ersetzen und fügst eine Begründung hinten. Ja, das ist natürlich eine Begründung brauchen wir nicht, oder? ganz klare Sache. Ja, gar nicht am Trade. Wieso denn? Ich bin ja wegen dieser Gruppe in diesem Podcast. Warum soll ich denn hier sitzen wollen? So, dann ja. Ja, Jimmy Page, John Bonham. Was? Keine Zwischenrufe! Ich verstehe dich Jimmy nicht. Page und sowas, weißt du? Einfach dann komplett die Band aufbauen. Sag jetzt, was am halten. Du sollst dem Malleuten, hat der Mobber gesagt. so Mike. Ja, Korn. Echt? Auch weil die Dynamik gut ist. Das passt alles sehr. Also, ich darf im Endeffekt schon, ich darf die rausnehmen und dann lauter neue Formate dann gründen. Also da kommst du dann schon wieder dazu, aber ich darf praktisch das ganz aufteilen und ganz groß skalieren. Also In der Hoffnung- gemachtes Nest muss ich dann eine. Wart, in der Hoffnung, dass das nicht ich schneide. Anders komme ich nie wieder dazu. Ja. Oh, leck. Das die nur 4 sein. Wieso ist Corbinian so ein geiler Vorname? Zum Ich einen, habe Verdacht, von wem das die Frage Ja, kommt. ja. Aber ich glaube, das kommt von jemandem, den sein Corbinian mit U geschrieben wird. Corbinian hat wahrscheinlich diese Frage gestellt, ja. Ja, warum, Mike? Na, geht so, oder? Das ist wie Damian. Oder Johannes. Ja, sowas nur Spacken. Was? Echt jetzt? Das ist eher so der typische Vorname, bei dem man sich einen Spitznamen Passt ausdenkt. schon. Ja, Du bist schon nett. das ist irgendwie so ein Name, wo sich die Mama gedacht hat, oh, ich möchte so ultra hip sein und dann kannst du einen anderen Namen mal einführen. Ja. Es wird nicht besser, da die nächste Frage stehen. Ja, bitte. Sowas Ich nur hätte ja- Arschlöcher. Ich hätte, also wo ich die Frage vorgelesen habe, hätte ich ja nicht gedacht, dass mich das so verletzt. Ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, aber so heißt nur Arschlöcher. Ich lese das nochmal vor. Du hast Geiler Vorname. Ihr sollt was Positives drüber Achso, sagen. ja, nein, okay. da bin ich leider raus. Da fällt mir nichts Gutes ein. Er geht leicht vor der Gar nicht. Corby. Geht nicht. Und mein Bruder sagt, oder wenn es um die geht, Kirby. Das ist lustig. Oh. Ja, schau dir unsere Ulmer Trottel noch, die haben Corbinian nicht sagen können. Also der Corbian. Corby an, ja. Also der Name geht auch nicht leicht von der Zunge. Also über den Namen gibt es nichts Gutes zum Sagen. Das Warum? ist eigentlich wie der Zweite Weltkrieg, da gibt es nichts Gutes drüber zum Sagen. Nicht einmal mit der Autobahn. Ist einfach nicht gut. Nix. Also, manchmal hasse ich die echt. Und du hast nicht einmal mit der Autobahn gebaut. Die nächste Frage geht an dich. Oh, an mich. Warum ist der Kane nicht beim Liedermacher der Herren Alexander Markus? Ach, bei dem Konzert jetzt dann. Ah, ja. Termine. Der Podcast nimmt einfach fast Vollzeit ein. Okay. Die nächste Frage geht an dich, Seppi. Warum hat Harrison Ford noch keinen Oscar gewonnen? Weil Air Force One nicht genügend gewürdigt wird. Gut. Möchte Muss jetzt man jemand da- vielleicht muss kommentieren? man dafür einen Schauspieler kenn den kriegen, Film das gar war- nicht. Nein, das wissen wir doch, dass man das nicht muss. Achso, okay. Das ist ja schon bewiesen. Dann ist Air Force One wirklich der Grund. Ja, Ja. Schließe mich an. Bester Film ever. Ja. Oben auf VHS-Kassette. Ah, das Gut. war noch Zeit. Hat er so für Indiana Jones keinen Oscar gekriegt hat? Ja, Dann hätte er für einen Han Solo ankriegen können. weil es eigentlich nie so der große Charakterdarsteller ist, vielleicht. Ja, wobei, jetzt warten wir mal Captain America Brave New World ab. Warum haben wir schon gesehen? Da soll er da auf alle Fälle eine Oscar-Nominierung kriegen. Wirklich? Wirklich? Na! Sag ich mit. Das hätte mich schon stark verwundert. Dann eine Frage an uns alle. Wann werdet ihr ein ein professioneller Podcast? Nie. Das glaube ich, die Frage haben wir heute 2 Stunden lang beantwortet. Bewiesen. Ja. Wir haben es vorgemacht. Also, Vor allem am Anfang mit den ersten schauen wir mit den ersten mal, Viertelstunde. wenn wir dann den Generationswechsel mit drin haben. Deine Wird Kinder lustig. werden irgendwann einmal groß. Ja. Ich hab zum Jonas schon gesagt, jetzt nehmen wir eine Folge zu den 3 Fragezeichen auf. Und dann habe ich gesagt, hey, und was sagst du dann, wenn ich sage, hey, würde dir gefallen? Gut. Sag ich, das war's? Ja. Sag ich, dann können wir keinen Podcast aufnehmen. Es tut mir leid. Ihr könnt es mir selber versuchen, das unten zu lesen, das da. Für das, dass wir grandiose Ja. Buntstifte besorgt haben, Hast du einen weißen Buntstift auch dazu? oder hat was? das nicht sogar funktioniert, ja. Gut, Ja, ich bin wer, Archäologe, Bis ihr kann alt ich und nicht grau lesen. seid. Habt ihr ja Lust? Das geht weiter, bis ihr alt und grau seid. ach so, Ja. Ja, bis wir alt und grau sind. genau. Also die Frage ist, ob wir den Podcast durchziehen, bis wir alt und grau sind. Ist zu Alt sind spät. Hätte ich gesagt. Zu spät. Blattert müsst ihr einfügen, blattert. Ja, das kommt auch noch haben wir. dazu.
So, jetzt wird es endlich mal spannend. Übrigens, wir haben ja gesagt gehabt, wir werden im Nachgang die Fragen nur mal durchschauen und die 3, die die besten Fragen gestellt haben, die kriegen auch jeweils was vom Preis. Entschuldigung. So, jetzt kommt der große Preis. Wer hat herausgefunden, wer der echte Mike ist? Siehst du jetzt selber von meiner Wampen, aber. Ja, klar. Wahnsinn. Es ist der mit der gelben Hose einfach nur draufgeschrieben. Ja, mit der gelben. Ja, Sollst es du sein, oder was? lass mich nur mal einen Zettel ziehen, dann hat man nicht verstanden, was er sagen muss. Gelbe Hosen. Ja, aber das zählt ja nicht. Sie hätten aufschreiben müssen, einen Namen Das ist ja verkehrt. und links oder rechts. Ein Namen hat jetzt kein Mensch draufgeschrieben, ich schwöre. Der mit dem Beyond-Shirt. Okay, wer hat der mit dem Beyond-Shirt draufgeschrieben? Ah ja, lass mal durchgehen, wenn es keinen Namen aufgeschrieben hat, das ist irgendwie untergegangen. Sehr gut, Nessie hat gewonnen. Ja. Lasse! Halt dir deinen Preis ab! Geh vier da! Schmeißt da mal nichts, weil alles umfällt. Geh vier jetzt da. Du kriegst noch mal ein Fettsack-T-Shirt. Dann ein Heftel mit Titten. Und Musa the Warrior! Musa! So, hast du schon alle Zettel weggeschmissen? Nein, ich hab's wieder eine da, das wieder. Nur mehr eine, du damit Zettel, weil Platz 2 geht auch hier raus. Jetzt will ich vom Mike seinen Ranzen runterziehen. Zwicker wegen zusammen! Ah. Ich nehme den da. Der neben Corby, der rechts. Franz. Franz gewinnt. Klasse! Der Chat aus. Be careful, das Böse geht online. Und Monolith, no way out. Oh, geil. Bravo! So, und jetzt haben wir noch 2 Pakete hier, oder? 1, 2, Haben wir dann danach noch was zu verlosen? wir haben noch 2 Pakete. Okay. Ja, ich meine für die Fragen dann nur. Ja, das sind nicht so viele Fragen. Ja, okay. Aber wer entscheidet jetzt, was die besten Fragen waren? Das Konzept ist nicht durchdacht. Ja, gerade sagen, Bobby, da ist ein bisschen übereifrig gewesen mit der Ja. Ankündigung. Also ich finde ja, ich fand es eigentlich relativ cool vom Philipp, dass er immer wieder interessiert ist, was die Pläne vom Podcast sind. Er ist jetzt Philipp ist nicht da, also im raus. Publikum. Geht nur für, Verlosung nur fürs Live-Publikum. Philipp Haupt. Dann machen wir das hier auch ähnlich mit dem Ziehen. Mein Gott, Das ist bei den Oscars, ja. Ja. Das ist wieder ja, eben. wirklich auch der beste Film und dann wird gezogen. So, jetzt versucht es mir vorzulesen. Es ist gar nicht so leicht. Wie nervös ist der Mike? Seppi, wie läuft's mit der Band? Wer war das? Da, Flo gewinnt Lucky Day in Kussau und One Last Call. Dankeschön. Hauptsache nicht. So, und jetzt So, dann noch. haben wir Er noch, hat schon gesungen. wie war euer Stuhlgang heute Morgen und wer ist das größte Mobbingopfer? Wer hat die Stuhlgangfrage gestellt? Was ist du? Bravo. Geitti Boy! Gut! Eben, Geitti gewinnt Underwater, Hey. Bravo! Peninsula Media Book und Schneewittchen. Ja, Und jeder von euch schreibt uns nur, wer noch kein Shirt nicht hat, schreibt nur die Größe von seinem Shirt und kriegt ein Shirt. wow. Hey, wow. Also vor die Gewinner, wer noch keins hat. Vor die Gewinner, wer noch keins hat. Ich weiß, dass der Flo schon eins hat, der kriegt keins. Also, hör auf, dass du nicht fetter wirst. Ist wisst ihr, ich hab's euch gesagt. Ja, 300 Folgen Viva la Movilusion. Wie fühlt sich das jetzt an? Zauberhaft. Zauberhaft. 400. Folge bitte wieder mit Pause, weil unter der Folge zum Pissen gehen ist echt für den Arsch. Wir haben ja So schon war's, vorhin gesagt, da cooles warst du Wort. am Klo. Das ist wahrscheinlich die nackte Kanone jetzt gewesen, was du gemacht hast. Ja, die Kanone. Ja, Wir haben auch alles auf Band. Ja, das ist definitiv, ja. das ist definitiv. Ja, ich hab dann unter Pissen aber irgendwann gedacht, jetzt hörst du auf, dass direkt ins Wasser brunst, damit es nicht mehr so laut hört. Wir müssen auf jeden Fall schauen, nächstes Mal, dass wir es im Winter machen. Im Das Winter? ist zu heiß. Ja, das ist brutal. Das ist zu heiß.
Das ist Ja, heiß, das ist zu heiß, weil wir so heiß sind. Ja, ich glaube, das ist so heiß, weil es so heiß ist. Müsst mehr Folgen produzieren, dass meine Minte wieder bei Ja, das ich war weiß schon, Timing. dass wir mehr Folgen produzieren Oh, ich hol mir müssen. jetzt ja, also Ja, 100 das mit dem Folge. Timing ja eh nicht so Ja, genau. ich bin erst Ja, ich bin- die Woche gefragt worden, hey, ich gibt's das schon seit 5 Jahren und ihr habt erst 300 Folgen. Ich hab mir gedacht, Rechnet einmal. jede Woche eine Folge seit 5 Jahren. Martin, nichts gut, diese. Ja. Besser Hause geht. Ja. Aber übrigens, wir haben unser 5-jähriges voll verpasst. Echt? Ja, das war am 20. Juni. Ja, das haben wir jetzt mit der 300. Folge nachgeholt. Wir sagen mal auf alle Fälle vielen Dank an alle, die da waren. Sehr schön. Ja. Applaus für euch selber, jetzt machen wir's. Jetzt drehen wir schon langsam zusammen, trinken wir alle noch ein bisschen ein Bierchen. Genau. Und spätestens wie spät ist? 10. Was? Jetzt ist Spätestens? es halbe 10. Jetzt ist halb 10. Spätestens um 9:15 ist hier Schicht im Schacht. Dann wird ins Bürgerfest gegangen oder in den Stad rein und dann werden wir uns da noch ordentlich einen reingondeln. Sehr schön. Jetzt muss ich wieder cutten und jetzt müssen wir nur für unsere YouTube-Community und die Podcast-Community ordentlich abmoderieren. Ach, die sollen ja normal halten. Ah, na. Und da der Mike dabei ist, tut mir leid. Da hätte ich mir schon wünschen, dass du so die Schlussworte halt präsentierst. Tu es, Mike, tu es. Also deine Worte quasi. Nein, nicht meine Worte, du darfst jetzt einfach ein bisschen abmoderieren, so sagen, was die Leute machen Sei sollen. einfach mal du selber. Danke sagen, hä? Sei mal du. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid, dass ihr euch den ganzen Blues oder habt bei diesen Temperaturen. Jetzt weiterhin zu. Es freut uns immer, wenn es zuhört, dass euch das interessiert, wo es wir zum Verzapfen haben. Und ja, auf die nächsten 300 Folgen, Oh, oder? hallo. Ich möchte mich herzlich beim Mike bedanken, dass er heute dabei war. Freut uns, Mike, das freut uns wirklich. Endlich live zu viert. Endlich live zu viert. Endlich, so ein Traum. Lang nur am ohne Binz dann in Kretin. Ja, richtig. Und vielen Dank, dass ihr alles mitgemacht habt. Die Fragen waren wieder mal top. Wir haben alles gehabt, von Emotionen bis hin zu Kacke. Das, was wir halt hier einfach brauchen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.